Geht da was? Ja, das kommt beieinander. Mr. Verb, Mrs. Wifey, alles sauerhaft. Wifey, danke dir für den Lurk. Kümmern Sie sich mal um ihre Things, die Sie zu tun. Wie geht's euch? Alles fit bei Ihnen? Ich hoffe doch. Da haben schon die ersten doofen Nostalgie-Trip des Todes. Hätte ich schon fast gesagt. Halt wird sehr nostalgisch. Sehr, sehr nostalgisch. Ich glaube, dass wir uns halt, ich glaube so krass in der, wie viele Bits haben das? In der 64-Bit-Melodiewelt, glaube ich, haben wir uns noch nie aufgehalten. Vor circa 10 Minuten heimgekommen. Perfekt, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Montag gehabt. Soweit. Ja? Waren 8-Bit? Ja, das können auch 8-Bit gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. Ich kann das nicht sagen, wie viele Bits das der Soundtrack von der ersten Gen von Pokémon hat. Ich kann da nicht sagen. Ich glaube aber 64. Bin mir jetzt aber wirklich nicht sicher. Aber heute wird es, wie gesagt, so krass nostalgisch, wie es jetzt wird, wie es heute wird, so war es noch nie. Also zumindest für mich. Ja, und für wahrscheinlich einige andere auch. Gameboy war doch 16-Bit. Cosa, wie gesagt, ich nagelt mir auf der Aussage nicht fest. Das können auch 16 gewesen sein. Können durchaus auch 16 gewesen sein. Schauen wir einfach. Das werden wir dann hören. Darf ich fast behaupten. Ich war mir jetzt die ganze Zeit nicht sicher, was wir spielen sollen, aber ich sag mal so, bei einer Hardcore-Nuzlocke, da ist kein Story-Fokus nicht, da geht es einfach gerade darum, ja, irgendwie zum Überleben, irgendwie da durchzukommen, ein bisschen strategisch zum Denken, wobei das in der ersten Gen ein bisschen relativ ist, weil da gibt es da nicht so wirklich viel, was du beachten musst, außer dass der AI komplett random ist. Aber gut, ich habe jetzt auch übrigens das neue Souls-like, was jetzt rauskommt, am Freitag, glaube ich, kommt das Wulong Fallen Dynasty, das ist ein Souls-like, das ist wie Nioh, da haben wir jetzt quasi im Game Pass schon mal die Vollversion pre-gedownloadet. Das werden wir wahrscheinlich dann irgendwann nächste Woche mal im Stream spielen. Müssen wir mal schauen. Oder vielleicht am Wochenende. Kommt drauf an. Wie oft die Woche noch live kommen. Also Mittwoch schaut Stand jetzt auch ganz gut aus. Wir kommen in der Wohnung sehr, sehr gut voran. Der größte vom Gräbern-Abriss ist bereits geschafft. Jetzt kommt morgen eigentlich nur noch der Laminatboden raus. Wird dann entsorgt und dann ist eigentlich der Abriss soweit, soweit fertig eigentlich. Birgit, habe ich dir, grüß dich. Immer drauf haben, die beste Taktik. Ja, bei einer Hardcore-Nuzlocke solltest du dir das zweimal überlegen. Ja? Aber da sage ich dann gleich noch was dazu. Ja? Aber schauen wir mal. Also letzte Woche, wie gesagt, in der Wohnung haben wir ganz, ganz viel weitergebracht. Mehr als ich selbst erwartet habe. Jetzt ist morgen quasi mehr oder weniger der Endspurt vom Abriss. Und dann haben wir halt noch so kleine Sachen, so Schlitz machen an der Wand für den Elektriker, Leitungen freilegen, aber das ist alles keine Tragik mehr. Ne? Also das Mauern einreißen, das war schon mit Abstand das
Das Heftigste. Auch was Schmutz und Träger geht. Weil ja, habe ich die. Gameboy war 8-Bit. Gut, ist die Frage auch schon geklärt. Dann wissen wir es jetzt quasi safe. 8-Bit-Sounds werden dann einer rasseln. Gameboy Advance war 16-Bit. Okay. Dann war der 3DS wahrscheinlich 32. Oder der DS 32 und der 3DS 64. Möglicherweise. Vielleicht auch mehr. Ja, da was das so geht, da kennen wir null aus. Ja, also für mich war einfach nur damals von Entscheidung, wow geil, da ist ein Viech mit 2 Kanonen real am Bugel. Oder ein roter Drache, der wo Flügel hat, aber nicht fliegen kann. Das war für mich damals das Wichtigste. Ja, weil wie viel Bits das da eine Audiospur hat, das weiß ich nicht. Nintendo DS war dann 32. Ja, wahrscheinlich immer auf Dobit. Dann war ja mit meiner These schon mal gar nicht so weit weg. Naja. So ein Hardcore-Nassel kann man letztes Jahr im Juni, Juli umeinander, sowas haben wir das gespielt. Das war Rising Ruby, da haben wir leider gescheitert, oder besser gesagt, ich bin gescheitert, in der Siegerstraße. Der Stachel sitzt erstaunlich tief. Ja. Ich habe bis heute noch keine einzige Hardcore-Nuzlocke im On-Stream nicht geschafft. Ich habe es auch Off-Stream noch nie so weit gespielt. Und jetzt ist es einmal an der Zeit, dass ich mit der Generation, in der ich zum Zocker geworden bin, einmal einen Erfolg feiern. Ja? Jetzt sind natürlich die einen oder anderen da, die wo sagen, hey, was ist eine Hardcore-Nuzlocke? Das erkläre ich jetzt gleich. Ich habe mir da so ein kleines Fenster hergerichtet, da wo die ganzen Regeln erklärt haben. Oder aufgelistet haben und die erkläre ich jetzt dann noch schnell, bevor wir dann tatsächlich reinstarten in das Ganze. Ja? Steigend mit der Technologie der Zeit eben, ja. So, wie gesagt, war ich mit meiner Theorie, dass es immer von da wieder gar nicht einmal so weit weg. Immerhin. Ja, hat mein nicht vorhandenes Wissen auch schon wieder irgendwas für sich gehabt. Sehr gut. Genau. Also, ich darf jetzt vorschlagen, wir schauen uns mal an, was das Regelset von einer Hardcore-Nuzlocke ist, beziehungsweise was eine Hardcore-Nuzlocke basically ist, okay? Damit einmal jeder weiß, um was das überhaupt geht. Jetzt passt so. Jetzt wird meine Kamera mal schnell geschwind verschwinden, ja, weil mein Legend 16 lang nur. Abgesehen davon. Also, Hardcore-Nuzlocke-Regeln ist ganz simpel erklärt. So. Also Regel Nummer 1. Nur das erste Pokémon in jeder Route bzw. in jedem Ort ist fangbar. Inklusive Tubes und Species Class. Was heißt jetzt das? Im Pokémon gibt es mehrere Routen, mehrere Städte. Das ist, glaube ich, für die meisten allseits bekannt. Und nur das erste Pokémon, was man da vorkommt, darf ich fangen. Ja? Die Betonung liegt auf darf. Ich muss nicht. Ich darf es fangen, sollte man allerdings in einer Hardcore-Nuzlocke immer in Erwägung ziehen, ein Pokémon zu fangen. Ja? Was ist jetzt die Tubes bzw. das Species Class ist ganz einfach erklärt. Beispiel, auf Route 1 kommt man ein Taubsi vor, ne? Und auf Route 2 kommt man dann wieder als erstes ein Taubsi vor. Dann greift die sogenannte Tubes Clause, also sprich die Doppelklausel. Das besagt quasi dahingehend, ich darf so lang ein Pokémon encountern, bis ein neues Pokémon erscheint, was ich noch nicht gefangen habe. Ja? Also sprich, ich muss jetzt nicht 2 Taubsis fangen. Ich darf es grundsätzlich, wenn ich das wünsche, aber ich muss es nicht. Die Species Clause besagt eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche. Wieder dasselbe Beispiel, auf Route 1 kommt man ein Taubsi vor und auf Route 2 kommt man dann eines seiner Entwicklungen vor, also entweder Tauboga oder Taubos. Auch dann darf ich so lange ein neuer Encounter suchen, bis ein neues Pokémon erscheint. Also praktisch, um es einfach zu halten, jedes doppelte Pokémon darf ich skippen und jede gleiche Spezies darf ich auch skippen. Ja? Wie gesagt, wieder die Betonung liegt auf darf. Ja? Dürfen, nicht müssen. So, Regel Nummer 2. Die Nuzlocke beginnt, sobald man Pokébälle hat. Das erklärt sich hoffentlich von selber. Ja? Wenn man noch keine Pokébälle nicht hat, dann kann ich auch nichts fangen. Ja? Ergo greift die Nuzlocke-Regel, der Nuzlocke-Regelsatz erst dann, sobald ich auch die Möglichkeit habe, Pokémon zu fangen. Ja, ganz einfach. Dritte Regel, auch simpel. Alle gefangenen Pokémon kriegen einen Spitznamen. Da können wir uns dann was aussuchen. Entweder können sie Viewer zu Wort wählen, die wo heißen mengen nach einem bestimmten Pokémon, oder wir mischen die Namen einfach. Kombination aus dem Twitch-Viewer und halt aus dem Originalnamen von Pokémon. Keine Ahnung, da können wir uns was überlegen. Dann, alle Pokémon, die besiegt werden, dürfen nicht mehr verwendet werden. Also sprich, stirbt eins oder wird eins von meinen Pokémon besiegt, dann bleibt es besiegt. Ja? Muss in der Box abgelegt und oder freigelassen werden, darf ich so nicht mehr verwenden.
So, was schmeißt das schon wieder? You know what to don't do beim... Okay, sei mäßig wieder eine 69 und habe ich die Ehre. So, ist glaube ich klar. Also wie gesagt, wird der Pokémon besiegt, dann bleibt es besiegt. So, der nächste Punkt, keine Heil-Items während des Kampfes. Ist auch selbsterklärend, in einem Kampf darf ich keine Tränke, keine Beleber, keine Status-Heil-Items, also generell einfach keine Items verwenden, die wo mir auf irgendeine Art und Weise heilen. Ja, ist, glaube ich, selbsterklärend. Nach dem Kampf darf ich das aber jederzeit tun. Ja, das zählt nur während des Kampfes. Geschenkte Pokémon dürfen jederzeit verwendet werden. Gibt es auch das eine oder andere Mal, dass Pokémon einfach von einem NPC hergeschenkt werden oder ja, die, wo du halt einfach so erholst, außerhalb vom Encounter, die dürfen verwendet werden. Auch wieder die Betonung, dürfen, müssen nicht. So, jetzt kommt eine entscheidende Regel, damit das Ganze ein bisschen schwieriger wird. Pokémon dürfen das Level des stärksten Pokémon des kommenden Arena-Leiters nicht übersteigen. Das heißt, erste Mew-Glitch verwenden? Nein. Glitches sind in Nuzlocke generell nicht vorgesehen. Also sprich, was heißt das? Rocco zum Beispiel ist der erste Arena-Leiter, dem sein stärkstes Pokémon ist auf Level 14. Das heißt, alle Pokémon, die auf Level 15 warten, darf ich dann nicht mit in den Kampf nehmen. Also sprich, ich muss mit maximal Level 14 in die Arena gehen. Sollte es aber vorkommen, dass das Pokémon während eines Kampfes gegen Rocco auf Level 15 steigt, dann ist es erlaubt. Ja? Also es zeigt nur das Betreten oder der Beginn des Kampfes, da darf das Level des Pokémon nicht 14 übersteigen. Wenn wir jetzt auf dem Beispiel von Rocco gehen. So, dann, nächste Regel, wird das komplette Team besiegt, beginnt man das Spiel von vorn. Das ist eine gängige Nuzlocke-Regel, also sprich, wenn ich einmal komplett wipe, dann geht es von vorn los. Haben wir bisher Gott sei Dank noch nie da müssen, ja, also außer wenn ich schon kurz vor Ende war und dann gewiped bin, dann habe ich es natürlich nicht mehr von vorn gespielt. Aber so ich jetzt heute am ersten Arena-Leiter scheitern, geht es von vorn los. Und last but not least, die Nuzlocke gilt als bestanden, wenn man die Top 4 inklusive Champ besiegt. Das, Freunde der Sonne, ist the way to go. Das wollen wir erreichen, das möchte ich schaffen, erst dann zählt der Nuzlocke offiziell als bestanden. Also Top 4 inklusive Champ besiegen, heißt, ey, Alter, du hast es geschafft. Und ob wir das schaffen, werden wir dann sehen. Ihr könnt es auch außerdem, wenn es zwischendurch nicht klar seid, wo es jetzt so genau die Regelung ist, könnt ihr Ausrufezeichen Regeln in den Chat schreiben, da haben die ganzen Regeln nochmal aufgelistet. Ja? Da könnt ihr dann jederzeit nachschauen. Genau. Sollte es Fragen geben, immer rein damit in den Chat. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ich denke, das war ausführlich. Erklärbar ist wieder am Start. Und jetzt, Freunde der Sonne, da die sagen, wir fangen mal mit der Hardcore Nuzlocke an. In Gen 1. Hätte ich auch gesagt. Und jetzt passt auf, jetzt kommt gleich Nostalgie Overload. Oh, wer jetzt? Wer ist mit der Melodie aufgewachsen? Zauberhaft. Ich hoffe, der Ton passt. Ich kann es noch ein wenig lauter bzw. auch noch ein wenig leiser machen. Champ ist Gary, Gary ist Eichs Neffe, Eich ist Pokémon-Professor. Pokémon-Professor. Richtig, ja genau. Kostbar ist jetzt sein, ich habe in meinem Leben 5 Minuten Pokémon gespielt. Dampfe, dann bist du jetzt perfekt, zum perfekten Zeitpunkt da, weil wir fangen von ganz von vorne an. Von ganz von null. Und da kannst du jetzt alles Wissenswerte über Pokémon lernen, was du wissen solltest. Ja? Außerdem, das habe ich vorher vergessen zu sagen, es wird auch, genauso wie in der letzten Nuzlocke Challenge, wieder Vorhersagen geben, da wo ihr eine Kanalpunkte setzen könnt. Und dann dazu entweder Kanalpunkte verdienen oder verlieren könnt. Der Mr. Price ist der Loser der Nuzlocke Challenges, haben wir mal sagen lassen, falls er schon da war. Und wir werden relativ zeitlich, in dem Fall sogar gleich damit anfangen. Ja? Haben wir jetzt gleich mal Vorhersage. Ich weiß das Ergebnis von der Vorhersage schon. Ihr wisst es nicht, es ist ein Ratespiel für euch. Okay? Jetzt passt's auf. Und zwar, welcher Starter wird's? Ich sag schon, ich muss auf alle Fälle einen Emulator pausieren, wenn ich da was tippelt. So. Commander.
Shigi oder Bisasam. Da habt ihr jetzt einmal schon eine geschmeidige 5 Minuten Zeit, weil bis dahin werden wir in etwa brauchen. Kind's, schau mal, eine Punkte einwerfen. Mein größter Berührungspunkt mit der Spieleserie ist das Surprise Pikachu Meme. Surprise Pikachu Meme kenne ich jetzt tatsächlich selber nicht. So, Freunde, und jetzt starten wir. Oh, Schatzi, ist das nicht zauberhaft? Ist das nicht zauberhaft? So, wollen wir nochmal schauen. Mr. Price, so wie die stimmt, die hat die auch. Okay, übrigens, kleine Randbemerkung, ich hab mir ein paar Items erhackt, ne? Das ist aber rein dazu gedacht, um uns den Grinding-Stress on-stream zu ersparen, damit wir da Zeit einsparen können. Ich hab da noch etliches anderes Zeug am PC. Wir spielen außerdem eine englische ROM. Warum eine englische ROM erkläre ich dann, damit nämlich mein Overlay, das was ihr auf der rechten Seite seht, unterhalb von meiner Legend, ja, funktioniert leider nur mit englischen ROMs, das wird nämlich automatisch geupdatet. Werd's nachher zeigen, ja, wenn es soweit ist. Nur, dass da hinterher keine Beschwerden gibt. Spielername ganz der Lore noch rot, okay? Hoppala, warum habe ich jetzt wieder was in den Chat geschrieben? Ein bisschen ab. Ja, für Bisasam gehört, aber nur weil ich den Namen als einziges kenne. Der Flash bekam gerade auf meinen Kopf. Ja, nicht nur auf deinen. Ich glaube, es gibt keinen, der von dem Spiel nicht einmal irgendwas gehört hat. So, ja, da kommen wir noch nicht her, weil wir müssen ja bekanntermaßen völlig unvorbereitet einfach mal ins Howie Groß rennen. Ja? Und dann schreit uns quasi der Eich an. Hey, du kannst ja nicht ins Howie Groß rennen, wenn du keine Pokémon hast. Du kannst ja von einer Daum angeschissen werden oder von einer Rotz obieselt, so quasi. Geht ja mal gar nicht. Ich kenne nur Glumanda, den nicht mehr. So. Unser Rivale heißt bekanntermaßen Blau. Ja, ganz der Lore technisch noch empfunden. Wir spielen mal nicht an Ash Ketchum, so wie ich ihn früher genannt habe. So. Freunde der Sonne. Wo ist die Glomanda-Fraktion? Wo ist die Glomanda-Fraktion? Wer hat damals seine Reise mit Glomanda begonnen? Gibt's da irgendwen, der da Glomanda-Nummer hat? Da hier, Dampf hat Glomanda-Nummer, okay? Also so quasi. Okay. Nope, Shigi, die 5 Minuten, die ich beim Friseur gespielt habe. Okay. Du hast mit Gelb angefangen, offensichtlich. Okay. Wo ist Shigi-Fraktion? Wo ist Shigi-Fraktion? Oh, Mr. Price, Shigi-Fraktion? Option ist auch Shigi-Fraktion? Ich zog seit circa 13 Uhr und immer noch eiskalte Hände. Birgit, mach mal, also hört jetzt du mal, mach mal einen Hampelmann. Ja? Okay, zwei Leute von der Shigi-Fraktion. So. Haben wir dann noch irgendwelche Leute, die wo sie mit unserem Pflanzenstarter der ersten Gen abgegeben haben? Wer ist Bisasam? Wer ist aus der Bisasam-Fraktion? Da meine ich, wird außer Birgit wahrscheinlich jetzt keiner los, oder? Also tippe jetzt einmal schwer. Bisasam ist so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, ich kenn wenige, die mit Bisasam gespielt habe ich alle, aber angefangen habe ich mit dem Shigi. Hier in Feuerrot, okay, das zählt auch. Zählt ja quasi als Gen 1. Habe ich auch mitgemacht, wenn ich neu angefangen habe, okay. Ja, es geht jetzt mal um die erste Reise. Also, bei mir war es tatsächlich so, mein allererstes Pokémon-Abenteuer im Pokémon Blau habe ich damals mit Shigi begonnen. Nicht mit Glomanda und auch nicht mit Bisasam, mit Shigi aus einem, ja, eigentlich relativ stumpfen Grund, muss ich fast sagen. Ich habe das Spiel gekriegt, nachdem ich es bei meinem damaligen besten und heutigen noch sehr guten Freund gesehen habe und der hat einen Tourtag gehabt. Und wie ich halt dann bei ihm da das erste Mal Pokémon gespielt habe, habe ich meine Eltern so lange bearbeitet, bis dass wir halt die dann immer noch mal einen türkisen Game Boy Color und Pokémon Blau geschenkt haben. Und ich wollte halt dann natürlich auch einen Tourtag haben. Und deswegen ist meine Reise damals mit Shigi losgegangen.
Und daher ist ja wohl jetzt völlig naheliegend, mit was wir mir jetzt starten, oder? Das ist ja wohl sowas von eindeutig. Wir fangen mit Bisasam an, richtig. Wir nehmen Bisasam als Starter. Bisasam, it is. Warum Bisasam? Wer war jetzt gebaitet mit Shiggy? Wer war jetzt mit Shiggy gebaitet? Bisamrotz, erfasst! Na, Bisasam hat einen ganz einfachen Grund. So geht gar gleich warum. So, das kriegt jetzt erst mal einen Spitznamen. Wir mischen jetzt da, die sagen einfach Twitch-Leute mit dem Originalnamen. Und deswegen heißt das Viech. Das nehmen wir jetzt einfach aus. Ja? Ich bin jetzt einfach mal so frech. Das ist der Bisabazi, wenn das hingeht. Ja, müsste hingehen. Zauberhaft, Bisabazi nehmen wir. So, der Blau nimmt sich dann natürlich immer die Stärkere vom Typenvorteil her. Der nimmt sich Glumanda. Weil Solarstrahl? Nein, nicht wegen so einer Typenstärke gegen Rocco Misty Major Bob, der Mr. Saijin hat's erfasst. Bisasam ist ein Pflanzen-Pokémon, ist quasi für uns in den ersten 3 Arenen ein Selbstläufer. Wir haben mit Bisasam haben wir in der ersten und zweiten Arena einen Typenvorteil. So auch in der 3. Arena. Wir resistieren die komplette 3. Arena und in der 4. Arena haben wir eigentlich auch noch Fein damit. Ja, deswegen nehmen wir an der Stelle ganz klar Bisasam. Du sollst Shiggy nehmen. Nein, in dem Run jetzt nicht. So, jetzt muss ich nur noch mal schnell, ihr seht, das ist mein Bisasam ist schon ganz zauberhaft. Im Overlay erschienen. Das Overlay ist zwar noch falsch, aber das kriegen wir jetzt gleich. Aber da braucht es gar nicht wieder. Jetzt passt es ja mal. So. Jetzt schaut das ordnungsgemäß aus da unter uns. Sehr gut. Gut. So viel dazu. Wir schauen mal das Ergebnis wählen. Also GZ dann alle. Oh, da haben aber einige für Bisasam gewählt. So, Blau will kämpfen. So. Ich stirb gerade. Ja, das kickt schon hart. By the way, jetzt seid Nuzlocke Rule Set noch nicht, warum wir haben noch keine Pokébälle. Ja? Also selbst wenn ich da jetzt swipe, ist das überhaupt kein Thema nicht. Der fängt natürlich gleich mit einem Volltreffer, also auch zauberhaft, oder? Er fängt mit 2 Volltreffer, ja, das wird ein Wipe, okay. Gut, dass das Regelset noch nicht zählt. Damals war es noch nicht so, dass die AI so programmiert ist, dass du den ersten... ja, 3 Crits, wow. Damals war die AI noch nicht so programmiert, dass du den ersten Kampf quasi safe gewinnst. Das war so programmiert, so wie es kommt, so kommt es halt. Oder vielleicht auch doch. Gut, dass du... Jetzt nehmen wir die Crits noch, ja, aber jetzt passiert noch nichts. Gleich mal sauber demotivieren. Ja, jetzt können die Crits gern kommen, weil jetzt fight noch nichts. Ja, das wird dann später deutlich massiver, wenn wir da einen Crit fangen. Ja, da verlieren wir nämlich dann tatsächlich auch was. So, jetzt hören wir uns erst einmal Akkorden. Oder auch nicht. Kriegen wir erst später dann wahrscheinlich. Okay. Ah, das ist so. Boah, leck, ich bin gerade so auf dem Nostalgie-Fieber, ich kann es eigentlich nicht sagen. Hätten wir jetzt Pokébälle, war das jetzt unser erster Encounter. Ja? Aber da wir ja bekanntermaßen noch keine Pokébälle haben, brauchen wir auch jetzt da noch keine Sorgen nicht haben. Die Melodie, also die ist einfach Liebe. Wo man einfach nicht anders sagen. Was vom Ton her, Freunde? Ist da alles in Ordnung? Oder müssen wir noch ein wenig auftragen? Ich hört mir gerade schunkelnd mein Wurst. Los, der Schmecker. Los, der Schmeckerpreis.
So, jetzt müssen wir das Backel holen für den Professor Eich. Der hat da wieder mal in seinem senilen Alter oder wieder komplett vergessen, dass er noch ein Backel zum Holen hat. Das darf man jetzt natürlich mir wieder abliefern. Das Level Cap jetzt für den ersten Arena-Leiter, by the way, ist Level 14. Habe ich, glaube ich, vorher in der Erklärung gesagt. Der Rocco hat sein stärkstes Pokémon auf Level 14. Das heißt, unsere Pokémon sollten, wenn möglich, dieses Level erstmal nicht übersteigen. Also, ich fange jetzt extra wieder Pokémon Gelbe Edition an. Ehrenmann. Hey, ich schon wieder den einen oder anderen. Oh, leck, ich glaube, dass ich mit dem Spiel einige triggert. Also zumindest die damit aufgewachsen haben. Ne? Und die das selber gespielt haben. Lucky, habe ich dir. Grüß grad beieinander. Ja, du kannst auch schief grüßen. Das nehmen wir da auch nicht übel. So, jetzt kriegen wir im Endeffekt, wenn wir das Backel abgeben, unseren allseits bekannten Pokédex. Ja, der ist ja wichtig. Wir müssen ja einen Professor seine faule Arbeit, wie der Dampfe schon gesagt hat, oder der Sei schon gesagt hat, der Professor war ja 70 Jahre faul, jetzt müssen wir seine Arbeit vollständigen. Der vollständig. Was ich mich den letzten Tag gefragt habe, wieso sind wir eigentlich immer der Depp vom Dienst und müssen alles selber machen, trotz Begleitung? Wie meinst du jetzt, also in Hogwarts? Das ist eine gute Frage, weil sonst war es ja langweilig, wenn man nicht der Depp vom Dienst war. Du bist ja generell in jedem Spiel irgendwo der Depp vom Dienst, wenn du mich fragst. Ne? So, jetzt rück du mal dein technisch hochentwickeltes Gerät da aus. Ja? So. Weil du der Auserwählte bist. True. Also geh nach Lower Hogsmeade und bring meine Oma. Wenn's wenigstens ein Blärmi war. So, nach Adam und Riese müsste uns jetzt die Alte oder die Schwester vom Gary, oder ist das die Enkelin? Also wurscht. Die müsste jetzt eigentlich eine Karten für uns haben, oder? Da siehst du es da. Karten ist für mich jetzt nur in dem Sinn wichtig, weil man dann anschauen kann, welche Encounter ich wo wann noch krieg. Ne? So durchgespielt heute das Spiel nicht, dass ich jetzt da die Routen auswendig weiß. So, jetzt holen wir uns erst einmal Pokébälle. Das ist jetzt mal Mission 1. Meine Meinung von Hogwarts wird von Spielstunde zu Spielstunde immer negativer. Ich hab die ganze Woche, ich hab jetzt seit 1,5 Wochen nicht mehr gespielt, ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. If oak makes cheese, is it oak cheese? Ja, aber möglicherweise. So. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin hochmotiviert, diese Nuzlocke-Challenge heute oder beziehungsweise dieses Mal zu schaffen. Ja, da bin ich ganz hochmotiviert. Es muss jetzt einfach einmal funktionieren. So. So, wir kaufen jetzt, ja, ich kaufe jetzt einmal 10, ja, 2000 Pokédollar für so scheiß Pokébälle, das muss schon drin sein. Und ab jetzt, Freunde, ab jetzt, weil jetzt haben wir Pokébälle, ab jetzt zählt das Regelset der Nuzlocke-Challenge. Also sprich, alles, was uns jetzt vorkommt, alles, was uns jetzt passiert, hat jetzt Hand und Fuß. Also hören wir uns einmal unseren ersten Encounter, da ich sagen. So. Unser erster Encounter ist entweder Radfratz oder Taubsi. Da kommen nur die zwei Pokémon vor. Und in diesem Fall ein Taubsi, it is. Hier, Bälle. Klappe sei. Danke dir. So. Idealerweise nimmt uns das Taubsi jetzt aber bitte nicht hops. Ja, das war ganz sauerhaft. Genau, da ist der Regelkommand. Da könnt ihr jederzeit nachlesen, was das Regelset ist in der Nuzlocke-Challenge. So. Dann hoffentlich kriegen wir ein Taubsi. Wer mag wer Taubsi freiwillig sein? Gibt's jemanden im Chat, der Taubsi sein hört? Wer mag Taubsi, beziehungsweise eventuell später Taubasser? Nimmi, okay, du bist dann... Boah, das ist ein geiler Name, jetzt pass auf, wir gehen jetzt mal von der Endentwicklung aus. Ich hoffe, das geht hin. Du bist dann der Dampfboss. Ja, das geht sogar hin. Ah, schon zauberhaft.
Taubsi, Dampfboss, das Taubsi. Sehr gut, das ist zauberhaft der Name. So, der haben wir mal dagegen heilen. Ja, wie gesagt, außerhalb der Kämpfe der wie jederzeit heilen. Gurba, ja, na. So, der mal gleich ein wenig noch grinden. Ja, das einfach mal, ich tue jetzt einfach das Bisa, sagen wir mal auf Level 10 und Dampfe tue ich auch mal auf Level 10, dann passt das schon. Na, das ist eben, wie gesagt, ich hab mir das gemacht, damit wir uns da einfach Zeit sparen können. Ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Wobei ich jetzt gerade feststelle, einen Dampfe tue ich immer nur auf Level 7, weil wenn ich jetzt auf Level, alle beide auf 10 tue, dann kriege ich wahrscheinlich mit dem Pokémon-Fanger ein bisschen ein Problem. Nicht, dass ich da mal versehentlich was one-shotte. Jetzt Early Game Encounter durch Klappen gehe, ist unflauschig. Ja, das wollen wir nicht. Also der man Dampfe immer schnell geschwind auf Level 6. Das tut's dann dabei schon mal, oder? Der Dampfboss, der regelt dann schon. So. Wenn jetzt alles richtig eingestellt ist, müssen Sie mein Overlay automatisch. Zauberhaft. Mein Overlay updatet sich automatisch. Warte mal, da hol ich gerade noch was erlaubt. Das passt auch nicht ganz. Moment. Einmal sorry. Das triggert mich. Das darf nicht sein. So. Nein, nicht so. Weiter weg. Da steht noch was. So, jetzt so. Das nehmen wir. Passt. Schnauzinger. Gut ist. So. Dampfboss zauberhaft, ja. Machen wir, ich darf vorschlagen, wir nehmen das Spitznamen-Thema so mit, ja? Viewer bzw. Twitch-Lite und Pokémon-Namen mischen. So, da haben wir einen weiteren Encounter. Da kann jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, da kann ein Taubsi, ein Radbratz, ein Habitak und oder ein Nidoran männlich oder weiblich vorkommen. To be honest, ich darf es richtig feiern, wenn wir eines der beiden Nidorans kriegen würden. Jetzt zeigst du es erst das Bisa-Bazi. Ja, das haben wir mal ausgenommen. So, nächster Encounter, möglicherweise, ist... Perfekt, Nidoran weiblich. Nehmen wir mit. Ist gut für einen Rocco. Na, Menki gibt's nur in der gelben. Gibt's in der blauen nicht. Also zumindest nicht in der Routen. Ah, das passt, das muss ja schon durch. Nidoran tatsächlich guter Encounter. Nimm ich Dant. Freiwillige vor. Wer mag Nidoran sein? Docken sein, hab ich der. Ist in Blau Hornli oder Raupi? Raupi. Hornli und Kokuna sind 5% Encounter in Pokémon Blau. Pikachu ist, glaube ich, ist auch 5% Encounter. Raupi und Safgon sind, ich glaube, 60 und 50%. Und dann gibt's nur... Ja genau, das war's dann hübsch. Du warst einfach auf meiner Hauptpage. Dann freut's mich, dass du einmal reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, gibt's Freiwillige, die Nidoran weiblich sind, weiblich Nidoran? Ansonsten benenne es einfach random. Ist ja weiblich, kann man Paula nennen tatsächlich. Wenn's wirklich war. Das ist mal nicht was für Birgit. Ja, wenn Birgit Nidoran zusammen hat. Warst du nicht gestern im DC mit der... Ja, das war ich. Durchaus. Ich habe gestern Monster Hunter gestreamt, tatsächlich. Ja, Birgit, magst du ein Nidoran sein? Du bist neben der Wifi gerade die einzige Frau im Chat. Dann haben wir uns mir unterhalten. Bist du der Titan? Oder der Dead? Ja, ich benenne dir jetzt einfach so. Du bist jetzt... Das Ding nennen wir Nido, Birgit, wenn es hier geht. Nido... Ah, das geht auch hier schon. Ist das Feier an Gen 1? Ah, ist aber gerade noch. Nido Birgit, das ist. Ah, du warst insane, okay. Ja, ich bin öfter mal beim Def im Discord. Tatsächlich. Also wie gesagt, ich hab gestern Monster Hunter gespielt. Also gestreamt, besser gesagt, das erste Mal. Ich war auch heute schon bei ihm
im Channel. Und ich werde wahrscheinlich noch dabei mithanden. Aller Wahrscheinlichkeit noch. Also wenn er bloß ist. Gut, Dampfboss und Nido Birgit können auf alle den Namen haben zu geil. Können auf alle Fälle schon mal auf Level 10, weil jetzt haben wir nämlich einen Rivalenkampf. Und dann heißt es auf alle Fälle. Machen wir wieder Vorhersage. Dann könnt ihr wieder keine Punkte investieren. Danke dir, danke dir. Also wir spielen jetzt ein Hardcore-Nuzlocke von Pokémon Blau. Ich weiß nicht, inwiefern du vertraut bist mit Pokémon, aber ja, ist ein bisschen mehr als ein normaler Casual Run tatsächlich. Ich höre Luke im Büro lachen. Ja, wir nehmen ja auch wirklich zauberhafte Namen her, so ist ja jetzt nicht. So. Da es ja auch in diesem Spiel bekanntermaßen keine Autospeicherfunktion nicht gibt, werde ich das einmal kurz, werde ich da mal kurz dagegen gehen. Und dann machen wir eine neue Vorhersage. Und zwar, da oben ist nämlich der erste Rivalenkampf, oder besser gesagt der zweite. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, was wir da machen. Ja, machen wir einfach mal so. Dann können wir einmal ganz gemütlich anfangen. So, 2 Minuten Zeit, ab der Lader. Punkte! Ja, kenne mich ein bisschen aus, aber muss los. Okay, danke dir, dass du da warst und ja, einen angenehmen Abend wünsche ich dir. Vielleicht bis später. Zu dem Hogwarts Legacy Thema, ich habe das Spiel genossen, weniger die Quests oder der Story, sondern einfach, weil es Hogwarts ist. Der Rest war für mich ein nettes Beiwerk. Von dem her war ein Spiel für mich top, aber Wiederspielwert hat es halt dadurch leider genau 0. Hört es jetzt quasi richtig aus, dass quasi die Langzeitmotivation bei euch langsam sinkt. Also bei mir ist jetzt tatsächlich ja so, dass ich jetzt 1,5 Wochen nicht im Spiel war und ich kann halt einfach nicht wirklich sagen, wie stark es mich dann noch reizt, wieder anzufangen. Also aktuell darf ich schon gerne noch spielen, aber ne, aus Zeitgründen und da ich halt eigentlich lieber Livestreams mache, als wir privat zocken, ja, wird das für mich sowieso erstmal flach. Aber mei, das pressiert mir ja alles nicht. Ist das eine normale ROM oder ist das wie bei Oras? Das ist ein komplett normale ROM. Also ein normales Spiel. Ohne Hacks, ohne irgendwelche Veränderungen. Komplettes Vanilla Game. Aber halt auf Englisch. Wegen am Overlay. Bin jetzt bei 53% und hab noch Bock. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Es gibt keine Langzeitmotivation in Hogwarts Legacy, sobald es vorbei ist, ist es halt um. Das Einzige, was dann für einen persönlich noch interessant ist, ist das Achievement-Taten. Ja, da wird's wahrscheinlich einige geben. Aber solange man spielt, macht es in meinen Augen schon Bock, wenn man sich nicht an jeder Kleinigkeit stört. Ja, so Tippfall scheißen darfst du bei so Spielen heutzutage sowieso nicht. Einfach weil ich's kann. Gott, da bin ich jetzt gespannt. So, erst hat er uns ziemlich paniert mit seinen Crits. Jetzt schauen wir mal, ob wir mir jetzt eben dafür mal ein wenig punishen können. So, Seit Hauptsieg gegen unser Bisasam. So, da werden wir erst einmal Leech sieden. Das Spiel ist halt ein ultimativer Fanservice, ist ja okay, aber dadurch, dass einige Mechaniken ins Leere laufen, beziehungsweise wirklich nur dazu drin haben, um noch mehr Grafik reinzuballern, während man aber mit völlig irrelevanten Loot und Kosmetik zugeschissen wird, der mir in der Hauptstory überhaupt nichts bringt. Okay. Ja, also, was ich jetzt schon festgestellt habe, es ist schon gut überlohnt. Also, du kannst schon, also praktisch basically auf der Map, es gibt quasi nichts, was du nicht tun kannst. Das stimmt tatsächlich schon. Ah, jetzt haben wir mir auch mal einen Crit austeilen können.
Habe ich da Trophäenhunter gehört? Ja, der Verb ist definitiv ein Trophäenhunter, ja. Gut, also Taubsi haben wir schon mal raus. Das ist schon mal gut für uns. Oder noch nicht ganz, aber das ist ja das ist die Regel der Egelsamen dann tatsächlich. Das war ein Crit, okay, es waren 9 KP, das heißt, Crits sind doppelter Schaden, also sprich ein normaler Angriff ist um die 4 KP gemacht haben. So, jetzt kommt der mit seinem Starter, der lustigerweise ein Level schlechter ist als das Pokémon, mit was er angefangen hat. So, Dampfboss, jetzt kannst du mir sagen, was drauf hast. Okay, 5 KP Schaden. Das heißt, 10 KP haben Crit. Ja, aber da ist wieder Crit von uns. Sehr gut. Dampfe, du bist einfach OP. Bei anderen Open-World-Spielen kriegst du halt dann wenigstens für Nebenquest XYZ einen geilen Brustpanzer, in Hogwarts krieg ich einen geschissenen Teppich für den anderen. Ja, wie gesagt, soweit ich hab keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich in Hogwarts? 12? Wenn überhaupt? Habe ich überhaupt 12 Stunden? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt hat der Idiot da mal seine Tourkutschen gekriegt. Und das ist hoffentlich, die Niederlage im Labor war hoffentlich die letzte, die wir gekriegt haben von ihm. Ja? Dampfe hat sich schon mal bewährt, ist gut. Dampfe, du bist dabei bei der Musik. Oh, das wird jetzt eine Hit. Hoppala. Das wollten wir. Mal wieder voll heilen. So, Vorhersageergebnis. Wir haben da auf Nein gestimmt, ich verstehe die Frage nicht. Aber geht's nicht an die wofür Ja gestimmt haben? Also als ob da jetzt irgendwer zweifelt hat dran. Price. Hätte man jetzt eigentlich denken können. Gut, gehen wir weiter. Haben wir auch noch den einen oder anderen Encounter, den wir uns holen können. Ich persönlich darf es jetzt richtig gut finden. Ich darf es jetzt richtig gut finden, wenn wir in den Groß da oben jetzt ein Raupi fangen darten, weil das kann da vorkommen, weil dann haben wir im Vertania-Wald gleich nämlich die Chance, dass wir entweder ein Pikachu encountern oder ein Hornliu. Hornliu war jetzt zwar mir persönlich relativ egal, aber Pikachu war halt richtig stark. Ja, also müssen wir mal hoffen, dass wir jetzt da in dem Grasal da bitte Dankeschön ein Raupi encountern. Okay. Radfratz. Oh, auf Level 2. Das stirbt halt einmal sowas von 100%ig, wenn ich das angreife. Jetzt muss ich mal hoffen, dass ich das einfach so fangen kann. So einen Sicherheitshelm schon aufsetzen. Ja, okay. Den Wind. Ja, ich muss meinen Sicherheitshelm erst einmal finden. Da wenn wir Genossenschaft wieder brauchen. Ah. Ich hab's gefunden. So. Genossenschaft kann man mal absolut gar nichts, gell? Damit wir da gleich mal alle Zweifel außen vor lassen. Die hab ich schon aufgelöst. Die hätte ich eigentlich schon... Ja, ich hab's grad gesehen, ja. Die war eigentlich zum Auf... Ja, okay. Gut, wer mag die zauberhafte Rotze? Wer mag Radfratz bzw. Radikal sein? Später einmal. Radikal. Passt schon dann für mich, bin ich. Ja, aber wer jetzt? Der Luki oder der Weibio? Einer von beiden. Zwei gehen nicht.
Müssen wir mal schauen, wie machen wir denn das dann da? Jetzt pass auf. Mir wurscht. Also ich sag mal so, weil wir kommen irgendwann, sofern wir so weit kommen, wir an einer Nikolak-Stelle vorbei, ja, wo wir potenzielle Gengar dann entwickeln könnten. Okay, dann machen wir, pass auf. Müssen wir schauen, das wirst du aber normal auch locker hingehen. Gengarfühle, ja, da können wir vielleicht noch hin. Aber also nicht heute, aber... Oh! Wir ausgerechnet. Ach, wir haben es ja gar nicht, wollte ich gerade sagen, hä? Wir haben es ja gar nicht geschwächt. So, Ratte-Lucke ist es. Wir hätten jetzt einen Karl braucht, ja? Dann war der Fall gelungen. Darfst du da eine Pokémon-Safari machen? In der Safari-Zone? Natürlich darf ich da ein Pokémon fangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwar da einen Encounter fangen können, ist zwar sehr, sehr gering, aber grundsätzlich darf ich das, ja. Schade, ich hätte jetzt Feierabend da schon massivst Raupi gefühlt. Weil das wird uns jetzt sehr wahrscheinlich im Vertania-Wald vorkommen. Und da ist ja der Encounter für ja, sozusagen mehr oder weniger wasted, weil da war ich Pikachu ziemlich geil und später für Misty. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Können wir jetzt nichts ändern. So, Vertania-Wald it is. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass wir da eine Raupi encountern, liegt bei 60%, bei Safkan haben wir bei 50%, Hornli und Kokuna haben knapp, ich glaube knapp unter 10% und Pikachu war ein 5% Encounter. Schauen wir mal. Der hat mir schon irgendwas kriegen. Hoffe. Komisch, schlagerten da normal nicht Items? Ja, das hab ich fast befürchtet. Das habe ich fast befürchtet, dass das passiert. Ja gut, es hilft eh nicht. Ich trage mich dann gleich mal für Sichlor an, wenn du eins fängst. Mr. Price, da muss ich Sie leider enttäuschen, Sichlor gibt's in der blauen nicht zum Fangen. Das gibt's nur in der roten. Du kannst dir aber für Pinsir oder Kangama eintragen, wenn's war. Oh, mag ich das riskieren? Ah, komm, wo's wieder geht's. Wird schon passen. Nicht kritten, nicht kritten, nicht noch. Boah. Pinsir. Ja, Freunde der Sonne, es müsst 10,1 vor Augen halten, gell? Bis wir bei potenziell einem Pinsir ankommen. Das dauert fein noch, gell? Da brauchen wir 5 oder 6 Orden dafür. Jetzt könnt ihr euch erst mal Gedanken machen, wer mag Raupisser, beziehungsweise Smetbo. Smetbo kriegen wir nämlich jetzt instant. Wenn wir da keinen Namen finden, ist auch nicht schlimm. Weil Smetbo ist auch mehr so weiblich angehaucht, ne? Da ich jetzt fast sagen, das nehmen wir jetzt einfach einmal aus. Ne, der Verb nimmt's. Sehr gut, dann nimmt der Verb, weiß ich auch schon, wie man das nennen. Jetzt pass auf. Das nennen wir ganz einfach. Der Verbo. Wo ist denn so? Da ist so. Nehmen wir. Schmetterling. Ja, also, war aber auch nicht schlecht. Passt schon, Weibe, danke dir für den Lurk. Oh, die erste Entwicklung in der Nuzlocke. Ist das zauberhaft. So. Gut. So, Mr. Verb, du bist voll entwickelt und momentan das stärkste Pokémon im Team. Ich hoffe, du reißt uns aus. Verbo it is.
Perfekt. Gut, Gary, die Käfersammler werden wir da jetzt aktuell nicht viel reißen können mit Bisasam. Deswegen werden wir mal unseren Dampfboss führen, das wird dann schon passen. Dafür, warte mal, kann man jetzt an der Stelle eigentlich einen Topschutz einbauen, weil Encounter kriegen wir jetzt keinen mehr da. Pokéball nehmen wir auch mit. Das passt eigentlich schon mal ganz gut. Müssen wir natürlich auch so viel wie möglich Trainerkämpfe machen. Warum? Weil wir Geld brauchen, damit wir uns später natürlich wieder Stuff kaufen können. Ich denke aber, dass wir vom Level her, glaube ich, schon ziemlich gut dabei sind. Dieses Hornliu, das hat ungefähr... Müsst halt nochmal nachschauen, aber ich glaube, dass um die 10% Chance hat, dass du das encounterst. In der Blauer. Ja? In der Roten ist das Ganze natürlich andersrum. Da encounterst du viel wahrscheinlicher ein Hornliu, dafür ist so ein Raubhisser inner. Ja, perfekt. Ich habe zwar einen Crit gekriegt, aber dafür bin ich halt auch vergiftet. Alter, der Dampfe, der hat's richtig hart mit die Crits, ne? Du seht jetzt aktuell 1 KP ab, also Vergiftung ist nicht so tragisch. Sollte ich vielleicht auch dazu erwähnen, in der ersten Generation, ich glaube war auch in der zweiten auch so, wenn du die Vergiftung nicht geheilt hast, ist dir das Pokémon irgendwann, wenn du rumgelaufen bist, maustot verreckt. Ja, also da müssen wir schon ganz stark aufpassen diesmal. Oh, der Dampfe regelt uns das schon wieder, das passt. Perfekt. War bis zur 4. Okay, ja, kann möglich sein. Ja. Dampfboss wieder voll heilen. Statusleiden heilen. Und da hier geht's wieder. Dann haben wir nochmal so einen Trainer. Schauen wir, ob der Dampf jetzt noch mehr kritten kann. Und tatsächlich. Der Dampf ist ein Crit-Wunder. Ja, Gokuna. Ja, der Pokédex Charakter, Freunde, ist eh ganz klar. Ja, Härtner erhöht natürlich Verteidigung. Das heißt, wir machen weniger Damage. Aber für Gokuna gelang so weit. Schon wieder ein Crit vom Dampfe. Und in irgendeiner hat sich die Vergiftung noch ein paar Schritte aufgelöst. Das weiß ich nicht mehr. Also es hat sich halt irgendwann von Haus aus geheilt, da ist dein Pokémon mit ein paar KP dann quasi im Team gewesen. Aber das ist immer... Ja, geheilt hat es sich, glaube ich, wenn es die Fähigkeit gehabt hast, Expidermis. Ja, Dampfe Level 12 mit Ruckzuckhieb, sehr gut. So, pünktlich um 8 Uhr ist, glaube ich, mein Bolognese fertig. Ja, es sind noch geschmeidige 2 Stunden. Dampfe, du rasierst gerade ziemlich, hab ich das schon erwähnt? So. Jetzt lassen wir mal Ding führen. Nidoran, das kann uns... Oder Birgit bis bei 4, lass das so sagen. Du hast ja halt nicht rasiert. Dann wieder Item. Gegengift, okay. Ja gut, ist irrelevant. Können wir dann verkaufen für ein bisschen Geld. Weil wir haben ja Top-Genesungen für außerhalb des Kampfes. Ja? Also alles, was wir dann an Statusheilmitteln kriegen, können wir bedenkenlos verkaufen. Da können wir eigentlich eh schon relativ schnell in die nächste Arena. Da ist noch ein Item herum, meine, oder? Ja.
Ein Trank. Ja gut, können wir auch wieder für Geld verkaufen, brauchen wir nicht in dem Fall. Er hat nur ein Pokémon und 2 Hornli, okay. Level 9 aber, ne? Aber Birgit wird uns da mit Sicherheit helfen. Gut, der macht mit Giftstacheln sowieso nur einen KP-Schaden, weil wir mir resistieren mit Gifttyp. Und daher passt ihm das schon. Ah, wieder Crit. Na, jetzt mal haben wir AFK. Ja, du brauchst dich nicht triggern lassen. Du, das ist nur, weil das Nidoran halt Birgit heißt, nebenbei. Nido Birgit. Ja, also nicht triggern lassen. Alles gut. Sehr gut. Ja, haben wir ganz entspannt durchgekommen. Sind wir eher entspannt durchgekommen. So, das müssen jetzt, wenn wir nicht alles täuscht, die gleiche Routen sind wie da unten. Das heißt, da haben wir, glaube ich, keinen Encounter. Das ist Route 2. Da ist Route 21. Da Route 1 für Tanja. Das ist Route 1 für Tanja. Da ist auch Route 2. Viridian Forest. Ja, es zählt quasi als Route 2. Okay. Das heißt, da kriegen wir keinen Encounter. Da kriegen wir keinen Encounter. Perfekt. Sprenner, Savitere. Du grätschst, der Kleiner. Sprenners, danke dir für deine 5 Monate, für deinen 5-monatigen Resub. Danke dir. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Weiterhin willkommen in der Basis-Gang und viel Spaß mit den Emotes und willkommen zur Pokémon Blau Hardcore Nuzlocke. Alles fit bei dir. So, den wir nochmal schnell heilen. So, Level Cap für den Rocco ist 14, habe ich gesagt. Das heißt, wir können uns, ich weiß, dass der Rocco nur einen Trainer in der Arena hat. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon mal alles ganz entspannt auf Level 14 ziehen. Normalerweise, machen wir mit 13 vorsichtshalber, ja, weil man weiß ja nie, was passiert. Dann haben wir eigentlich auf der sicheren Seite, wenn es mich fragt. Alles in Butter, sehr schön, genau das möchte ich hören. Ich hoffe, du bist angenehm in die neue Woche gestartet. So, mal Kampf für die V auf Level 13, ist aber sowieso klar. So, jetzt kriegen wir genau pünktlich Rankenhieb, das wo dann sehr gut Gesteins-Pokémon ist. So, perfekt. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Ja, nicht nur bei dir. Da haben einige jetzt im Chat da, die wo da gerade so richtig massivst Nostalgie-Trips von. So. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich dazu, so wirklich perfekt aufgesteckt gegen Rocco haben wir nicht. Wir haben eigentlich nur ein Pokémon, was wirklich was gegen seine Pokémon ausrichten können und das bin ich selber, also Bisabazzi. Die anderen, also der Verb ist ungefähr ungeil gegen Rocco. Radfratz, Radfratz und Nidoran machen nicht wirklich viel. Und den Dampfi kannst quasi wie ein Verb gegen Rocco eigentlich auch vergessen. Ja? Aber da schauen wir dann einfach mal. Wird man schon hinbringen. So. Gehen wir mal in die Arena. Wo immer die. Ah, die ist da hinter, ja genau. Wo wir gleich eine weitere Vorhersage. Gehen wir mal einen Schritt weiter.
So, 5 Minuten Zeit. Schafft bei mir an Rocco Defles. Die Umfrage kennt's. Er hat mich nutzlos genannt. Gegen einen Rocco bist du nutzlos. Oder, ja, nutzlos nicht, aber nicht, also ein bisschen semi-optimal. So. Haben wir jetzt da switcht, ja, haben wir, passt. Hast du schon einen Kampf gewonnen? Ja, durchaus. So, tickt da. Okay, 5 KP Schaden, das heißt der Crit hat 10. Irrelevant. Sandan, okay. Gibt's übrigens auch nur in der Blauer zum Fangen. Gut. Der war easy. Ah, gut, dass wir nicht auf Level 14 gezogen haben. Sonst hätte ich jetzt Bisasam nämlich in der ersten Arena nicht verwenden dürfen, wenn es auf 15 gestiegen waren, dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Hat mich mein Bauchfell nicht täuscht, nur über einen großen Bauch, abgesehen davon. So, jetzt sind aber da keine weiteren Trainer mehr, das passt. Gut, das heißt, ich bin jetzt mal alles entspannt auf Level 14 ziehen, Bisa Base bitte nicht. Sonst haben wir ein Problem. Also da jetzt nicht Fettfingern. Fettfingern war jetzt sehr unflauschig. Birgit lernt Giftstachel, das ist gut. Bringt uns zwar jetzt gern Rocco auch eher nichts, aber nehmen wir mit. Der Lucky kriegt einen Hyperzahn, das ist wiederum gut. So, und der Verb, der hat erst Konfusion gelernt, der kriegt dabei immer nichts, aber das passt. Mehr Gift, mehr gut. Ja, grundsätzlich hast du da nicht Unrecht. So, werden wir da mal Sicherheit speichern, weil Autospeicherfunktion und so gibt es da nicht. Und dann warten wir, bis die Umfrage angelaufen ist. Können wir nochmal schauen. Können wir unser Team einmal jetzt ganz in Ruhe begutachten. Ne? Ist ja sowieso klar, ja. Man muss auch bis es einmal seine Chance geben. Ne? Kaiser, habe ich dir. Alles fit bei dir. Ist da wer in der. Du hast da normal geschickt, ja genau. Jetzt wird ich schon fragen, was du für Schicht hast. Das macht der Gewohnheit. Also ich sage mal so, halt das, da kann man noch, jetzt passt so, da kann man noch schnell Elixier hergeben, damit wir wieder volle AP haben. Machen wir so. Wie gesagt, Rankenhieb, beziehungsweise halt Bisasam im Allgemeinen, ist das einzige Pokémon, was uns jetzt gegen Rocco wirklich helfen kann. Ja? Alle anderen eher nicht so gut. Ja, jetzt wird bei dir LD5-Borg ist und so, aue, was haben wir denn gekriegt? Bei mir passt das soweit. Freischicht halt. Beziehungsweise Baustelle, soll ich besser sagen. Ja, der Dampfweg kann uns da jetzt nicht helfen. Der hat nichts, was gegen Rocco irgendwie hilft. Das Maximalste, was du erkannt hast, im Worst Case war Sandwirbel machen, damit der Gegner einfach nicht mehr trifft. Ist auch eine Möglichkeit. Wenn man nicht getroffen wird, kann man nicht besiegt werden. Aber nein, auf die Strat wollen wir nicht zurückgreifen müssen. Birgit kann uns leider noch nicht, oder wie gesagt, da geht's Level up. Ich weiß nämlich, dass Nidoran irgendwann noch Doppelkick lernen würde. Das war gegen Rocco sehr, sehr gut. An und für sich darf uns jetzt aber da Birgit auch nicht helfen können. Aktuell zumindest, ne? Trinity, RIP. Schade. Hätte er Akroma sein können. Aber gut, ja gut. Der Lucky kann uns auch ungefähr gar nicht helfen. Ja? Ein Hex jetzt mit Hyperzahn, das gang nur ein bisschen, weil da ist der Damage, glaube ich, garantiert. Ich sage mal noch, die erste Chance, oder der, wo uns noch am Ehrenhelfer kontert vom Damage-Output her, ist der Mr. Verb mit seiner Konfusion, weil das tatsächlich auch Gesteins-Pokémon neutral trifft. Allerdings trifft uns halt ein Steinattack, glaube ich, mittlerweile sogar 4-fach. Das wäre nicht so gut. Aber gut. So, ich hoffe mal, ihr habt alle eure Punkte gesetzt. Und dann gehen wir einmal in den ersten Arena-Leiter. Ja, Kaiser, da wird es nicht anders, dass du noch ein wenig in LDs investieren musst. Der LD-Siegen auf deinem Account ist auf alle Fälle gegeben.
Da bin ich der Einzige, der Meinung ist, dass das Kleinstein ausschaut wie ein Hirn mit 2 Armen. Also Grafikdesign, mal gut, ist über 20 Jahre her, aber schaut irgendwie nicht aus wie ein Stoer, sondern einfach wie eine Hirnmasse. Was auch nicht. Aber das verzeihen wir natürlich. Erstmal Assassin's Creed Mod zusammen Kollab holen, oder? Oha. Ja, du ziehst eh wieder alles. Gut, easy One-Shot. Irgendwie glaube ich, dass der Rococo gefahren nicht wird. 25 Jahre. Ja, dann halt 25 Jahre. Oh, Geduld, das ist jetzt blöde. Jetzt müssen wir ziemlich schnell sein. Geduld stackt nämlich an Ja, okay, nevermind, ich hab nichts so passt, vergessen, was ich gesagt hab. Okay, easy. Ja, okay, 2 Attacken, easy win. Ja, der war erstaunlich einfach. Ein Boulder Badge haben wir gekriegt. Ein Boulder Badge. Geduld war halt tatsächlich gefährlich geworden. Da hätte man nämlich dann doppelten Schaden gekriegt. Zu einfach. Ja, der war schon sehr einfach jetzt. Aber okay. Hat uns der jetzt ein TM gegeben? Ja, hat uns, okay. TM 34 ist Geduld. Ja, perfekt. Jetzt suchen wir mal einen Pokémarkt auf, da ist eh schon einer. Dann können wir nämlich den ganzen Stuff mal schnell verkaufen, den wir nicht mehr brauchen. So. 50 Pokédollar, das ist auch nix. Ah, 150 Euro Apes. So, dann kaufen wir nochmal. Was kaufen wir denn? Ja, nochmal 5 Pokébälle, damit ja nichts passiert. Und dann wird es schon recht werden. Gut. Können wir auch sehr gut voran. Nächste Routen. Da kriegen wir jetzt wieder einen Encounter, by the way. Haben wir denn noch 4? Ja, lass mal Mr. Werber mal 4. Wäre dem schon passen. Ja, die Trainer, die nehmen wir zwecks dem Content alle mit. Ja, und zwecks dem Geld natürlich auch. Sandan gibt's, Sandan kriegst erst, ich glaube in Azuria City in dem Groß. Ja, der Verb, erster Angriff, Instant Verwirrung, sehr gut. Mr. Verb, das gefällt mir. Genau so muss das. Was geht jetzt da? Müsst ihr die gleich mal schauen. Moment, ich kann mir die Seiten eigentlich aufmachen. Das war, müsste sein, ein guter Hinweis. Mach ich gleich, Moment. Haben wir erst einmal die Göre da zum Teufel. So, passt auf. Schauen wir schnell kurz. Was kann man da potenziell hundertprozentig kriegen? Mal schnell ein wenig 4 gehen. Moment, bin gleich soweit. Das ist die Route 3 müsste das sein. Ja genau, das ist Route 3. Auf Route 3 haben wir eine 50% Chance auf ein Taubsi, was irrelevant war, weil wir das schon haben. Eine 40% Chance auf ein Habitat, das war ziemlich cool. Eine 10% Chance auf ein Pummeluff. Ja, also jetzt können wir im Endeffekt die Chance haben auf ein Habitat oder auf ein Pummeluff. Eins von beiden. Kann man jetzt da tatsächlich kriegen. PokeWiki? Nein, das ist nicht PokeWiki, das ist irgendeine andere Seite. Wie heißt denn die? strategywiki.org. Whatever. Pummeluff wäre eine Option. Ja, wenn es hat eine 10% Chance zum Encountern. Wenn wir es encountern können, dann ist der Option Pummeluff. Pummel-Option oder so, keine Ahnung. Option Pummel. Ah, das wird nicht hingehen. Option Luff. Kriegen wir schon.
Setsch, das war schon Level 10. Und ist aber noch was mitgebracht. Warte mal schnell, ganz kurz, ich hab grad was gehört. Nicht, dass du was im Argen ist. Bin gleich wieder da. So, sorry, bin wieder da. Ja, habt ihr in der Trainer muss ich lauschen können. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Level Cap jetzt für Misty, by the way, Level 21. Ah, der Stu hat gut Pokémon gespielt, oder? Er hat sich das ganz genau durch den Kopf gelassen, was er jetzt tut, bevor er irgendwas macht. Ah, Verb finisht mit einem Crit. Sehr gut. Okay. Mehr Trainer, mehr gut. Fratz, okay. Ja, jetzt das Level steigt ein bisschen. Das Level steigt ihm ein bisschen an. Ah, jetzt habe ich nicht gescheit hingeschaut. War das 8 KP, glaube ich, ne? Der Verb schon auf Level 15, da ja. Und Giftpuder kriegen wir. Ja gut, Rettan ist so free eigentlich. Easy. Perfekt, ja, es läuft gut, Freunde. Läuft ganz gut. So, wisst ihr, wer jetzt meinen Einsatz kriegt? Der Lucky. Der Lucky hat noch überhaupt keinen Einsatz nicht gehabt heute. Der kriegt jetzt aber mal ganz schnell seinen Zug. Attacke! Mit die Zent voran. Lucky braucht auch noch sein Moment des Glanzes. Gegen einen Käfersammler. Ein Ratz frisst bekanntermaßen Käfer, glaube ich, hoffe ich, denke ich, weiß nicht. Gut, du schaust von hinten zwar jetzt ein wenig seltsam aus, aber... Wahrscheinlich One-Shot. Rettan und Arbok hab's einfach die Namen umgedreht. Ja, richtig. Ecans und Cobra. Ja, kurz an. Sowieso klar. Ey, es hat schon Flinches gegeben in der ersten Gen? Okay, wow. Habe ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Ich hab gedacht, zurückschrecken ist erst mit der dritten Gen gekommen. Okay. Habe ich nicht gewusst. Ich sage jetzt nichts dazu. Warum? Warum denn nicht? Darf der Lucky nicht glänzen, oder wie? Wie der Vampir in Twilight, Kappa. Ah, Lucky ist ein Bank, Shahi. Der rasiert ihm alles weg. Also kommt. Also ja, ein Spui. nicht persönlich und wörtlich nehmen, bitte. Also ich hab's zumindest jetzt nicht so gemeint. Ja. Brauchen wir auch da. Perfekt. Dieser Spaß muss sein, ja sowieso. War doch traurig ohne Spaß. So. Der Lucky, unser Radfratz, gegen das Gegnerische von der Göre. Ja, ich tippe mal, der Lucky ist stärker. Ah, also. Wahnsinn! Der kennt der Gaga halten nicht. Männliches Nidoran, da hat persönlich ein bisschen mehr für. Nidoking schaut ein bisschen geiler aus. Ja? Aber wir nehmen natürlich auch das weibliche. Ui, 10 KP Schaden. Das warten beim Crit 20. Da hat man noch überleben.
Wo hinten schaut's immer rum. Das ist wieder die 69er-Vibes, oder was? Ihr versauten Teufel. Und du kannst aber in Stream auch nix sagen, ohne dass das jemand triggert, ne? Nicht rechnen, nicht. Full Restore brauchen wir. So, Luke auch schon auf Level 15, perfekt. Dann gehen wir das Zepter mal ab an die Birgit. Birgit darf auch noch seinen Moment des Glanzes haben. Da übrigens in dem Großtund ist unser nächster Encounter, tatsächlich. Es gäbe die Möglichkeit im Pokécenter, wo wir jetzt dann hinkommen, dass wir unser Carpador kaufen. Das würde als Encounter zählen, aber auf das Carpador verzichten wir vorerst noch, weil wir die später sowieso auf der ganzen fucking Map fangen können. Deswegen nehmen wir auf alle Fälle den großen Encounter da unten mit. Hallo, Nidoqueen und Rosanna sind Pokémon mit Depth. Nur Fragen. Ja, okay, okay. Das Argument muss ich sein. Mehr Depth, mehr gut. So. So, das Ding kann in der Regel eigentlich nur Herd, ne? Ja. Ich hab Depth gehört. Ja, deine Entwicklung hat Depth, Birgit. Ja? Ziemlich, ja, ziemlich deutliche sogar. Sieht man, glaube ich, sogar in der ersten Gen richtig deutlich. Apropos Death, das ist Karosana oder Nidoqueen im Gift. Na? In dem Fall nicht. Danke wieder für deine 69. Ich werde das jetzt ein bisschen beschleunigen, nicht schrecken. So schnell geht's. So. Ja, da ich natürlich ungefähr gefühlt 30 Kratzer eingesetzt habe. So. Da hinten ist auch noch ein Trainer. Nehmen wir auch mit. Potenzieller... Oh, leck, das ist auf Level 14. What the f... Oha, das ist auf Level 14. Macht 8 Schaden, okay? Da müssen wir mal einen Damage ein wenig eingrenzen, gell? Da müssen wir einen Damage einmal ganz gewaltig eingrenzen. Damit ja auch nichts passiert. Man muss einmal taktisch fangen können, ne? So, das Ding ist auf -3 Angriff. So, wer kann jetzt da helfen? Der Dampfweg kann da helfen. Oh. Mal so, dann haben wir auf alle Fälle 2 Hits. Ein Crit überleben wir nämlich normalerweise sowieso. Jetzt erst recht. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Gehe ich jetzt vorsichtshalber sogar raus, damit sie das wieder resettet. In Lucky. Lucky kann uns jetzt da helfen. Kleiner Fun Fact, oder was heißt Fun Fact? Kleiner Fact zu der ersten Generation. Es gibt in dieser Generation sogenannte Badge Boosts, also Orden Boosts. Die kriegst du beim Rocco, beim Major Bob, beim Koga und beim Giovanni. Und jeder dieser Orden boostet einen eurer Stats. Beim Rocco wird der Attack-Stat geboostet. Und in Gen 1 ist es so, wenn du irgendeinen Angriff oder irgendeine Attacke verwendest, der wo deine Stats erhöht, wie zum Beispiel Schwerttanz oder Amnesie, dann erhöht sich auch der Badge-Boost mit. Ne? Also sprich, du hast vier Stats in dem Spiel und jeder Stat wird von einem bestimmten Orden zusätzlich geboostet und wenn du dann einen Boost-Angriff einsetzt, wird sowohl der normale Stat im Kampf geboostet, als auch dieser Badge-Boost-Stat. Ne? Solltest du allerdings im Kampf ein Highlight-Team benutzen, welches auch immer das ist,
was für uns ja flach fällt, weil wir es ja nicht verwenden dürfen, fallen diese Badge Boosts alle weg. Dann fangen die wieder bei 0 an. Ne? Wissen fein nicht, ist aber tatsächlich so. So, den haben wir, glaube ich, ganz zauberhaft über die Bühne gebracht. Hast nicht gewusst, das haben wir fast gedacht, das wissen nämlich die wenigsten. So. Den wir mal schnell schön heilen. Dann der wir auf alle Fälle Birgit führen. Die muss uns dann nämlich jetzt beim Schwächen des nächsten Pokémons helfen. Beziehungsweise da kann der Verb eigentlich mit Giftpuder auch ganz gut helfen. Machen wir mal ja so. Schauen wir mal, was wir kriegen. Also wie gesagt, wir kriegen jetzt entweder Habitak oder Pummeluff. Nur nochmal Triple checken, ob das auch wirklich so stimmt. Taubsi haben wir schon und was anderes wie Habitak und Pummeluff gibt es nicht mehr. Okay, wir kriegen jetzt auf alle Fälle Habitak oder Pummeluff. Eins von beiden. Wenn damals als 10-jähriger Bulli keinen Tau gehabt, wo sie da tut, dann kommst du mit Booster her. Das habe ich auch erst Jahre später erfahren. So, Encounterzeit. Freunde der Sonne. Taubsi ist ein Dupe, ja? Also Dupes Class greift jetzt. Wir haben schon ein Taubsi. Das darf ich skippen, so lange bis dass wir einen neuen Encounter finden, tatsächlich. Wir kriegen ein Habitak. Freiwillige vor, wer mag Habitak sein? Da werden wir da mal ein Giftpuder, ein Pulver drauf, gell? Aber vorausgesetzt, man trifft. So. Da werden wir auf alle Fälle rauswechseln, weil das nämlich sehr effektiv trifft. Das ist für einen Mr. Verb nicht so gut. Dann gehen wir einfach einmal. Ja, gehen wir mal einen Lucke aus, das passt ihm dann. Und dann kriegt er mal gleich einen Lucke, sehr gut. So, und jetzt einfach Bälle schmeißen, bis das da rauskommt. Perfekt. In Gen 1 ist Angriff, Verteidigung, Spezial und Initiative. Ab Gen 2 Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative. Genau. Es hat in der ersten Gen nur 4 Stats gegeben und diese 4 Stats werden eben durch 4 gewisse Orden nach oben geboostet. So. Gibt's einen Freiwilligen für Habitak? Wir waren da vorher da, der Kaiser war vorher da. Kann man Habi-Kaiser nennen, wenn es wirklich war. Außer es gibt einen Freiwilligen. Das Brenner. Schauen wir mal, wie nehmen wir das Brenner möchte Habitak, beziehungsweise Ibitaxa. Dann, okay. Dann nehmen wir die jetzt einfach mal. Ah, das geht ihm auch noch schön. Der Ibi-Brenner, das passt ihm. Perfekt. Ja, das ist ein wenig blöd. Ignoriert einfach meine Nachricht, okay? Das muss ich. Pass auf, das stell ich beim nächsten Mal dann um. Stell ich beim nächsten Mal dann um. Machen wir Full Restore. Ja, das ist so, wenn ich jetzt quasi in die Fenster hin und her springe, also quasi, wenn ich jetzt quasi der Gameboy läuft weiter, wenn ich in einem anderen Fenster bin, das habe ich für mich selber zum Einstellen quasi so gemacht. Und das ist aber für den Stream tatsächlich nicht ganz so geil. Muss ich fürs nächste Mal umstellen. Muss ich mal auf meine gedankliche Liste schreiben. Gut. So, dann werden wir ans Brenner gleich mal noch trainieren. Alphabet lernen mit Bazi, sehr gut. Schauen wir mal, vielleicht schafft man es sogar noch bis zur Misty halt. Das war natürlich schon brutal, gell? Twitch Mobile, what are you doing? So, was hat sie wieder verbrochen? Ah.
ziehen wir die auch gleich auf. Ah, lassen wir mal auf 14. Dann können wir gleich einen Kampfeinsatz machen mit dir. Nur noch mal schnell kurz. Ja gut, ich kontrolliere. Alter, wie seht gerade? Müssen wir natürlich noch. Das lassen wir uns nicht nehmen. Den ersten Orden noch eintragen. Ist aber sowieso klar. So, den ersten Orden haben wir ja schon. Sehr gut. Ich kontrolliere nur ob ein wenig, ob das Overlay auch wirklich funktioniert. Shakespeare, habe ich dir. Grüß dich Gott. Alles fit bei dir. So. Gut, das Brenners ist vorn. Schauen wir mal. Da kommen dann tatsächlich jetzt dann die ersten Entwicklungen tatsächlich. Von Bisasam kommt eine, von Nidorina kommt eine. Ja, das war halt natürlich, natürlich für den Abzug, gell? Das ist auch auf Level 14, holy shit. Oh Gott, das kann Gesang. Ja, es ist gerade um einiges schlimmer geworden. Aussetzer, okay. Und macht wie viel Schaden? Oh, leck mich am Arsch. Das macht 12 Schaden. Das heißt, ein Crit überleben wir noch. Okay. Alter, ich schlaf 5 Runden. Are you kidding me? Ja, und jetzt muss ich raus, weil jetzt bin ich nämlich dead to crit. Jetzt sterbe ich nämlich definitiv, wenn ich gekrittet werde. Schauen wir mal, ob der Lucky was reißen kann. Okay, gut, dass das nicht trifft. Wir haben jetzt normal schneller. Okay, nice. Wow. Gott sei Dank haben wir einen Crit gekriegt. Hummelhof gefährlich. Hummelhof sehr gefährlich. Da bin ich doch direkt eingestopft. Du hast nicht viel versammelt. Du hast nicht viel versammelt, jetzt Brenners. Alles im Grünen. Eigentlich hast du gar nichts versammelt. Gut. Achso, du meinst das Pokémon. Ja, du bist ein wenig weggenickt, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Haben wir es ja noch gut gemeistert. Das ist dieselbe Routen, das heißt, da gibt es keinen Encounter, right? Das müsste Route 3 sein. Ja, okay, das heißt, da gibt es keinen Encounter. Achso, das ist kein Trainer, okay. Okay, also wenn die Trainer nur ein Pokémon haben, dann wird es tatsächlich ein bisschen gefährlich. Wenn wir mal das abchecken, dann nicht irgendwo, wo es liegt. Okay, du bist kein Trainer nicht. Dann liegt auch nichts mehr. So, in dem Pokémon Center war es jetzt tatsächlich so, dass wir uns bei, ich glaube bei dem Typen da, ein Carpador kaufen kannten. Dürfen wir aber jetzt in dem Fall nicht mehr, weil wir uns ja aus Habitat gefangen haben. Und da ja das kein geschenktes Pokémon nicht ist, sondern durch einen Kauf erworben, fällt Carpador für uns jetzt erstmal flach. Ne? Aber das ist kein Problem, wir holen uns Carpador an einer ganz anderen Stelle wieder, wo es uns dann tatsächlich viel mehr bringt. Darfst du eine Pokémon besiegen im Gras? Ja, natürlich darf ich das. Natürlich darf ich das. Wenn ich jetzt keine Sonnenbonbons nicht hätte, dann müsste ich ja grinden. Ja? Also, das darfst du natürlich tun, ist klar. So, jetzt müssen wir mal schauen, was gab es denn im Mondberg zum Fangen? Da gibt es jetzt 3, wenn ich es richtig sehe, gibt es jetzt da 3 Stockwerke, meine Fresse. Erdgeschoss, erstes Untergeschoss und zweites Untergeschoss. Und ich bin jetzt eigentlich fast so der Meinung, dass ich sage, also jetzt alle 3 Geschosse haben die gleichen Encounter. Nur die Wahrscheinlichkeiten der Encounter, in welchem Prozentsatz die kommen, verändern sich. Ich persönlich gehe jetzt her und darf den Encounter erst im 2. Untergeschoss fangen, weil im 2. Untergeschoss haben wir immerhin eine 6% Chance auf ein Pipi oder eine 15% Chance auf ein Paras. 25% Chance auf ein Kleinstein und eine 54% Chance auf ein fucking Zubat. Ja?
Im ersten Stock, also im Erdgeschoss zum Vergleich, haben wir eine 79% Chance auf ein Zubat, 15% Chance auf Kleinstein, 5 auf Parasum, nur 1 auf Pipi. Also ich möchte halt fast wetten oder fast behaupten, dass wir mit dem zweiten Untergeschoss da fast am besten fahren, wenn wir da den Encounter rauszögern. Ja? Können wir, glaube ich, nur profitieren davon, wenn wir es so machen. So, das heißt für mich, jetzt müssen wir auf alle Fälle einmal Bisa basifieren. Und dann werden wir schon sehen. Wir werden jetzt auf alle Fälle droht denken, dass wir uns da mal einen Dingens reinhauen. Einen Topschutz. Damit uns da jetzt erst mit der Encounter nicht vorkommt. Soweit ich mich erinnern kann, gibt's in dem Spiel Aquaknarre als TM. Tatsächlich, TM12 ist Aquaknarre. Trank, okay. Pipi, Zubat, Kleinstein und Onyx. Onyx gibt's nur in der gelben. Wenn ich es richtig gesehen habe. Moment. Na, gibt's da generell nicht. Weder in Rot noch in Gelb noch in Blau kannst du am Mondberg Onyx fangen. Zumindest wird das da nicht aufgelöst. Onyx, glaube ich, kriegst du am frühesten im Felstunnel. Schauen wir mal. Käfersammler, okay. Also laut dem Wiki kriegst du im Mondberg definitiv Core Onyx nicht. So. Haben wir dann noch Kuna, okay. Dann der mir jetzt auf alle Fälle mal Leech Seed rein, weil der mit seinem Härtner mir ganz gewaltig auf die Nuss geht. Und dann gehen wir einen Lucky rein, der macht wahrscheinlich am meisten Damage auf das Ding. Schade, ist daneben gegangen. Ja, macht gut Damage auf jeden Fall. So, perfekt. Den ersten Hotscher. Dann müssen wir aber umschauen. Oder mit wir müssen doch auch die Trainer angezeigt werden, was die alle haben, oder nicht? Nein, die stehen alle. Ah, ja, doch. Aber nur die Rocket-Rübel. Nur die Rocket-Rübel stehen drin, okay. Wobei, na doch, da haben's. Ah, okay. Die nächste Jahr der Pipi auf Level 14. Die nächste Jahr der Pipi auf Level 14. Ha, Kampfattack braucht man halt da jetzt, gell? Das war halt natürlich schon nicht schlecht. Wenn wir mit Mr. Wertviere. Hoffen wir mal, dass uns das Pipi jetzt nicht allzu stark hops nimmt. Weil das kann ja normalerweise auch Gesang. Okay, das war Crit. Gut, Gesang geht daneben, das ist gut für uns. Das ist verwirrt. Okay, das läuft jetzt gut für uns, das passt. Ja, der Werb regelt das, der verhaut gern Puppen, hab ich gehört. Easy. Heute zu keinem Zeitpunkt besorgt.
So, der dritte Trainer, der ist dann da rund. Das ist. Ah, der Unterhand. Ah, das ist nice. Da zeigt es sogar auch, wo die Items liegen. Das ist gut. Der eine hat ein Magnetilo und ein Voltoball. Okay, da haben wir mit Bisaflor also quasi eh schon. Mit Bisaflor wahrscheinlich. Mit Bisasam eh schon mal nicht schlecht aufgestellt. Dass der wer Puppen war, hat Lust mir jetzt müssen. Oh Mann! Lust's mir! Hummelf kannst du nicht mehr fangen, oder? Zumindest jetzt da nicht, ne? Aber da gibt's bestimmt irgendwo noch mehr groß, wo das vorkommen kann. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Magnetilo! Deckel macht 3 KP, also Crit an 6 passt. Ich glaube vorher zu der City, aber das. Aber ob das nicht zur Route 3 geht. Nein, das ist dann Route 4 tatsächlich. So, Bisabazzi auf Level 16. Du kannst auf Level 11 definitiv noch nicht Finale. Ja. Two-Hit vermutlich. Das sind 6 Watt, der Crit warten 12. Ja, okay, das passt. Easy. Nice. Nächste Entwicklung, Freunde. Tut uns auf jeden Fall wohl. Bisaknosp. Nehmen wir natürlich gern. Ja, B, ja, wahrscheinlich. Als ob ich da jetzt B druck. So, perfekt. Ich glaube, die nächste Entwicklung, also auf alle Fälle entwickelt sie Birgit auf Level, ich glaube auf 18 oder auf 16. Bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Der Dampfi entwickelt sie auf Level 18 weiter. Wenn wir da auf Level 15 gehen und der Dampfi muss auch noch auf Level 15, das passt ja nicht ganz. Aber sonst selbst auf 14. Das Brenners ist nur auf Level 14. Oh, Furienschlag, okay. Gut, was hat der nächste Trainer? Da ums Eck um. Das ist der 4. Das ist der Idiot der Rühm, das ist wieder ein Käfersammler. Da werden wir mit dem Brenner reinrumpen. Da werden wir mal ganz konstant mit dem Brenner reinrumpen. Aber hundertprozentig. Gut. Da rund im Eck liegt auf alle Fälle ein Item. So, Trank, okay, wieder gut zum Verkaufen. Der Rühm im Eck ist auch nur Epsi. Sondermann, okay, ja gut, haben wir eh schon nur davon. Und der Trainer kehrt jetzt ans Brenner. Das war dann lustiger als Addon, ja genau. Du darfst nicht entwickeln. Dann kannst du am Fotzen aber auch gleich ans Tisch kehren, wenn's du. Es gibt tatsächlich sogar eine ROM oder eine Block-Grün-Version, die heißt Garbage Green, die ist von einem sehr bekannten Nasslocker entwickelt worden. Da hast du nur die Chance auf richtig dreckig schlechte Pokémon und musst halt gegen richtig starke kämpfen. Es ist ganz interessant. Oder war ganz interessant. Also ich kann's nicht. Ja, das Brenner ist. Das Brenner, der regelt gegen Insekten, das ist gut. Stream darf wo wann? Ja, nein. So schnell nicht. Aber jetzt, ich kann gerne mal das zukommen lassen, wenn du das spielen willst, sehr gern. So. Der war easy. Easy für den Brenner. So, da hinten haben wir noch ein Item.
Flugzeil, okay. Der Melon ist da jetzt noch irgendwer drin. Ich glaube, da hinten ums Eck steht. Ah, da haben noch zwei. Das ist die 5er, die hat ein Myrablau und ein Knofenser. Easy jetzt Brennerfood. Und der ganz hinten im Eck, das ist ein. Aha, okay, ja, dann kenne ich mich schon aus. Passt. Das ist das Brennerfood. Da bleiben wir meine originalen Teile. Ja, das ist, glaube ich, ja. Aber dem zu zum Schauen beim Nasslocken, der ist so unfassbar total stark in so Nasslocks. Der macht auch ausschließlich Hardcore-Nasslocks. Der ist halt sehr, sehr groß, also das ist ein sehr, sehr bekannter YouTuber und Twitch-Streamer. Er ist ein Deutscher, aber er streamt halt ausschließlich auf Englisch. Aber der hat schon... Ich hab mir damals sein Smaragd Kaizo angeschaut. Das war so brutal, wie der das gespielt hat. Oder 151 Versuche braucht, um das zu schaffen. Ist auch komplett auf YouTube. Jetzt Brenners Food, what? Ja, Furder, ne? Brenners mag gern, also das Pokémon, der Eevee-Brenner, mag gern Pflanzen- und Käfer-Pokémon. Können Sie auf DC gleich mal Level. So, und der andere Zip wie Adam da oben, das ist jetzt ein Wanderer. Der will uns mit 3 Stein-Pokémon als Leben schwab machen. Das ist dann quasi Futter für mich selber. So, da müssen wir warte mal, müssen wir da weiter? Oder da oben? Ich glaube, wir müssen oben weiter. Weiß ich jetzt gar nicht mehr 100%. Da schauen wir erst einmal nach oben weg, weil... Ach, da ist auch noch mal einer. F, den habe ich komplett übersehen. Ja, okay, der ist nicht bedrohlich. Hat nur 2 Radfratz und ein Zubart. Ja, das werden wir schon deichselt kriegen. Ah, schon eh. Ja gut, war Crit, okay, nehmen wir mit. Das war noch mehr Crit, okay, ich trage gerade komplett am Radl. So, und da kommt jetzt ein Zubart, das ist Easy Food für einen Mr. Wert. Das ist Easy Food für einen Mr. Wert. Die ersten Leitern sind immer zu Items beziehungsweise zu einem Rüppel und die hintere Leiter ist dann bis weitergegangen. Okay, passt. Nehmen wir natürlich mit. Easy. Der Wert macht gern Fledermais. Er hat jetzt Corona in dem Moment. Ob dieser Knospenschaft Level 17. Ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, mal das mit. Aha, da ist ein Rübel und ein Item. TM1. Was ist das? Was ist TM1? Mega-Hieb, okay. Ich darf sagen, das hat sich fast gelohnt. Den Rüpel skippt man. Mondstein versteckt. Ist da ein Mondstein drin? Seriously? Ist da wirklich ist da echt ein Mondstein drin? Moment. Ich gucke. Ah, das wird mir jetzt doch nicht angezeigt. Verdammt. Das wird mir jetzt doch tatsächlich nicht angezeigt. M12, Nein, steht jetzt nicht da, meine ist kein, da ist kein Mondstein nicht drin. Bei dem Stor. Und jetzt einmal, dass das stimmt, Mr. Seijing. Wir brauchen nämlich ohne, also für den Fall, dass wir ein Pipi-Fanger da hatten, brauchen wir sowieso 2 Mondsteine, weil wir ja Birgit dann auch noch in die Endentwicklung bringen können. Also da steht jetzt nichts von einem Mondstein drin. Aber ist wurscht, das ist irgendwann kein Fall gehen. Ah, da wird er den richtigen Riecher gehabt, dass der Gift-Pokémon einsetzt. So Smogon, Zubat, Rettern-Scheiße. Das gefällt natürlich an Verb sehr gut.
Weekends, okay. Easy. Also es ist schon vom Vorteil, wenn man das Metbo haben, was ein Psycho-Attack beherrscht. Ich fühle tatsächlich jetzt mehr Stachelspore wie... Fuck, über eine Tackle Victor, aber gut, macht nix. Stachelspore fühle ich mehr wie Giftpuder. Ich wollte jetzt eigentlich Giftpuder Victor, aber gut, macht jetzt nichts. Nehmen wir jetzt einfach. Ich greife eigentlich sowieso noch mit Konfusion an. Etta ist zu hören. So, müssen wir wieder Schutz noch nehmen. Man kann in Gelb 4 Mondsteine finden, einen als Item, 2 versteckte im Mondberg und einen auf der Siegerstraße. Ja, das geht sich genau aus für 4 Pokémon, die sich mit Mondsteinen entwickeln. Nidorino, Nidorina, Pummeluff und Dingenskirchen. Pipi. So, das ist ein Wanderer da. Das müsste der Mondstein sein, oder? Ja, das ist der erste Mondstein, den wir potenziell hernehmen können, um Nidorina später zu entwickeln. Boah, voll fett, ey. Gut. Das ist easy One-Shot. Das wären normalerweise jetzt 3 One-Shots. Was bei der anderen Leiter unten? War da nur eine? Müssen wir nochmal schauen. Und noch andere Leute. Tatsächlich, ja stimmt, da war in der Mitte noch eine. Nein, da war ich nicht unten. Da muss ich nochmal runtergehen. Da muss ich am nochmal runtergehen. Gut aufpasst. So, easy going. Perfekt. War sehr einfach gelöst. So, jetzt lassen wir mal Lucky nochmal 4. Schauen wir mal in der anderen Lorda Nut, ob wir da vielleicht noch einen zweiten Mondstein finden können. Weil dann kann man natürlich 2 Fliegen mit einer glatten schon. Falls wir denn ein Pummeluff encountern, Pummeluff wahrscheinlich, ein Pipi da encountern würden, können wir 2 Pokémon entwickeln. Die war irgendwo da gewesen, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Das ja noch drutschen. Moment. Muss da. Ah, da ist, haben wir schon. So. Sieh schon mal, mein Spei hat einen Fehler. Ich tippe jetzt einmal, dass der Rocket-Rüpel wieder irgendwie so Gift-Scheiß einsetzt. Dann das war ein Verb nochmal 4. Sandan, okay. Bleibe jetzt aber drin. Weil das soll eigentlich keine Bedrohung nicht sein. Psycho- und Geist-Typen waren in der ersten Generation generell sehr, sehr stark, da es ja eigentlich nur eine Schwäche jeweils gegeben hat. Also sprich, Geist und Psycho haben sie gegenseitig genommen, aber sonst hast du nichts Effektives den hernehmen können gegen den Typen. Von daher ist, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass der Mr. Werber Psycho-Attack beherrscht. KP, das war ganz schön fein. Ach, KP ist auch fein. (16) ist dann quasi der Crit. Ja, genau. 13 ist der Crit. Okay, dann ist einer halbfache. Dann ist der Crit einer halbfach. Nicht doppelt. Wie zuerst vermutet. Super, okay. Geist hat es dafür nur Nachtnebel gegeben. Ja, genau. Nein, und Traumfresser. Traumfresser hat es auch gegeben.
Oder war ist Traumfresser Geistertag? Ich glaube schon, oder? War das in der Gen 1 ein Geistertag? Traumfresser. Traumfresser war Psy, okay. So. Mal schnell kurz gegenheilen, den Wumms. Wobei, da kann man jetzt ein wenig wobei, na, ist ja völlig wurscht, weil das andere Zeug verkaufen wir wieder. Traumfresser war doch von Traumato, oder? Ja, das ist quasi im Pokédex so quasi, ja, dafür bekannt, dass es Träume frisst. Ne? Aber die Attacke Traumfresser können unter anderem auch Geister-Pokémon. AP plus, okay, ja gut, da gibt's jetzt nichts. Ja gut, okay, haben wir einfach einmal vorbeigeschaut. Das schaut uns also überhaupt nicht. So, wir brauchen mal wieder einen Schutz, damit wir den Counter rausziehen können. So, jetzt da mal reinschauen, was geht denn so? Wir kommen gut voran, Wifi. Wir haben einen Orden ergattert, wir haben schon ein bisschen ein Team beieinander und wir kommen momentan relativ gut voran. Ja? Also bisher alles zauberhaft. Du hast schon die ersten Umfragen verpasst, aber das macht nichts, da werden noch mehr kommen. Schlecker. Stimmt, war Schlecker nicht auch ein Geistertag? Gar nicht einmal so dumm Verb. Das glaube ich war auch ein Geistertag. Heute kriegt der PC, weil gefühlt alles. Ja, heute geht's wieder rund. Heute geht's wieder rund. Aber trotzdem schön, Freunde, dass ihr trotzdem da seid. Das freut mich außerordentlich. Ich hoffe, euch macht das Nostalgieprojekt Spaß. Ja? Auch wenn nicht alle was damit anfangen können, ich versuche das so gut wie möglich zum Gestalten für euch. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, haut's einfach raus mit dem Stuff. Ja? So, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, müssen wir jetzt halt im Untergeschoss sein, im letzten Untergeschoss. Sage ich das richtig? Da müsste jetzt da oben der Rüpels. Na, da ist er jetzt. Nee, wo haben wir denn mir jetzt? Ich bin grad kernlost. Aber eigentlich auch völlig wurscht, weil wir fangen halt dann einfach dann das Pokémon, wenn wir beim Ausgang haben. Easy. Ja, wenn ich was Organisatorisches fragen. Ja, selbstverständlich, Mr. Price. Sie dürfen mich auch was Organisatorisches fragen. Aha, da geht's ab mit den Rippen. So, da versuchen wir aber jetzt halt prophylaktisch schon mal zum Skippen, ne? Das muss ja jetzt nicht sein. Warum streamst du nicht in Retro? Habe ich zuerst überlegt tatsächlich. Können wir beim nächsten Mal machen, aber Pokémon wird eigentlich immer in der aktuellsten Kategorie vom Spiel gestreamt. Ne? Also aktuell das aktuellste Spiel ist Karmesin und Purpur und die Pokémon-Streamer an und für sich, die wo Content für Pokémon machen, streamen immer in der Kategorie. Das war so der Hintergrund, warum ich gesagt habe, okay, dann gehe ich auch in die Kategorie Scarlet und Violet. Aber wir können auch nächstes Mal in Retro streamen. Ich hab damit überhaupt keinen Stress. Nicht. Mir ist das grundsätzlich wurscht. Aber ich hab die Überlegung tatsächlich angestellt. Also, hab das schon bedacht. Aha, den müssen wir jetzt machen. Okay, können wir nicht drum rum. Ja gut, dann machen wir ihn halt einmal. Wife, ist alles gut bei dir? Das habe ich heute zum Glück so gemacht. Das Fliegen, was? Aber der 4 morgen umso mehr. Kann nicht mehr runter. Hä, was? Warum? Warum nicht fliegen? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, bis auf das, dass ich heute Urlaub gehabt habe. Ja, das habe ich gelesen, tatsächlich. Ist hoffentlich aber nur Batterie, oder? Also ich hoffe, dass es nur Batterie ist. Ich hab vor wann hab ich meine Batterie ausgekriegt? Vor 4 Monaten oder so, Holler die Waldfee, die war richtig teuer. Das war so ein scheiß Start-Stopp-Automatik-Auto, aber jetzt kostet die Batterie 320 €. Aber gut, was tut man nicht alles?
Michaels Ausbildung, okay. Ja, hoffen wir. Ich drück den Daumen, dass das nur die herkömmliche Batterie ist. Mein Auto, vielleicht eine kleine Real-Life-Story am Rand. Ich habe ja vor, ja, wo der schwere Schneefall gewesen ist, ich habe jetzt eine Dachlawine abgekriegt gehabt. Das hat quasi mein Autodach ein bisschen verdellt, ne? Und ich habe das natürlich gleich einmal ganz dezent meinen Versicherer weitergeleitet. Sag ich, du, Alter, Brudi, ich habe eine Dachlawine angekriegt. Wie schaut's denn da aus? Ist das Vollkasko oder Teilkasko-Schaden? Ja, das ist jetzt glücklicherweise Teilkasko-Schaden. Hat er gesagt, braucht er einen Kostenvoranschlag von der Werkstatt plus ein paar Beidel. Ja, habe ich heute gekriegt. Ja, die Reparatur kostet laut Kostenvoranschlag einmal schlappe 4.320 €. Da bin ich mit meinen 150 € Selbstbeteiligung aber sehr gut beraten. Für das, dass ich ein neues Autodachel kriege. Aber gut. Das war er heute auch beim Gutachter, beziehungsweise ist er jetzt noch. Ich muss das Auto dann später holen. Genau. Wie weit feit's? Ja, du siehst das eigentlich nicht wirklich stark. Es sind halt so ein paar Wölbungen im Dachel drin. Aber wenn du halt genau hinschaust, siehst du, dass da irgendwo, dass halt 2, 3 so Drucksteine drin haben und das hat man halt die Lawine einfach verdruckt. Aber du für 150 € Selbstbeteiligung ein neues Dachel kriegen, du, da sag ich nicht nein. Vor allem, es steigert den Wert vom Auto wieder extremst. Gerade in der jetzigen Preiszeit. Ne? Vielleicht kann es ein guter sogar börteln oder so. Ja, das haben sie auch gesagt. Das Problem beim Börteln ist nur, wenn es richtig blöd läuft, dann platzt hier der Lack ab und dann muss das ganze Auto neu lackieren. Und ich glaube, dann ist die Versicherung raus. Ich darf Kohle nehmen und dann zum Doktor gehen. Die bei der Werkstatt schreiben es immer als Lackieren mit auf, was man normal gar nicht braucht. Ja, ich sehe halt das jetzt anders. Du musst dir meine Situation vorstellen. Es ist jetzt so, dass ich wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres ohnehin ein neues Auto kaufen. Das heißt, nicht ein neues, aber halt für mich ein anderes Auto halt. Ne? Und jetzt ist es so, dass ich, wenn möglich, dieses Auto dran geben werde. Und wenn das Auto natürlich jetzt eine neue Lackierung kriegt, dann kann ich das natürlich um deutlich höheren Preis weiterverkaufen, als wie ich es jetzt habe. Jetzt kriege ich halt fast nichts dafür, weil da natürlich der Lawinenschaden drauf ist. Ne? Das ist so noch ein bisschen meine Überlegung. Ein ganzes Auto wird nicht mehr lackiert. Als doch. Als ein bisschen Beispiel. Ja, das wird wahrscheinlich noch beilackiert. Was hast du, meine Freunde? Ein Golf Sim GTI. Oh, da gehen jetzt aber mal vorsichtshalber raus, gell? Ich meine, ich bin mir zwar sicher, dass Voltoball noch keine Elektroattack kann, aber lieber mal vorsorgen. Muss ja nicht sein. In der Nähe müsste auch ein Mondstein random am Boden liegen, okay? Okay, müssen wir jetzt Obacht geben. Wir haben jetzt -2 Defense, das könnte gefährlich werden. Da gehen wir jetzt vorsichtshalber raus, weil ich jetzt keinen Crit fangen will. Es ist schon ziemlich fix, müssen wir doch bleiben. Ja. Ich bin jetzt noch ungefähr. Also auf Azuria City können wir auf alle Fälle noch heute. Aber einen Orden werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Wir werden dafür noch ein bisschen Encounter sammeln, auf jeden Fall. Ja. Lucky einfach wieder mal ein Punkt. Bisabaz auf Level 18, okay. Smogon das Verkehr rumhängt, okay. So. Gut. Ich werde mir jetzt da, das sind 2 Fossile, by the way, ne? Fossile sind Basis-Items, gibt es zwar so in dem Spiel an und für sich noch nicht, aber aus diesen Fossilen kann man später, ganz viel später, ein Pokémon machen. Entweder Ammonitas oder Kabuto. Und ich darf da ganz klar für Kabuto gehen. Warum? Weil es ein bisschen Speedstat hat. Und mehr schnell ist mehr gut. Deswegen nehmen wir das Domfossil. Ja, Domfossil ist Kabuto. Später mal. Pro Kabuto, ja. Da habe ich mich als Kind immer verdruckt.
war mir dann nie sicher, was ist jetzt Kabuto und Ammonitas. Ja, ich war dann immer enttäuscht wieder und festgestellt habe, scheiße, es war Ammonitas. Schauen wir mal, ob da noch irgendwie random am Mondstein rumliegt, so wie der Mr. Saiching sagt. Müssen wir schauen, mal vorsichtshalber absuchen. Weil falls wir jetzt wirklich noch ein Pipi encountern, brauchen wir da natürlich 2 Mondsteine. Weil einen brauchen wir safe für die Birgit, dass sie sich entwickeln kann. Aber ich glaube, so schaut's. Ah, das schaut ein wenig prädestiniert aus dafür. Tatsächlich, perfekt. Nicht bloß du bist ein Spieleberater. Ja, einen Spieleberater habe ich nie gehabt. So, jetzt wieder nach oben. So, da haben wir jetzt heraus. Jetzt warten wir, bis der Schutz ausläuft und dann fangen wir uns im Mondberg unseren Encounter. Pro-Gamer sei, danke dir. Der war wichtig. Nur für den Fall. Ja? Für den Fall, dass wir jetzt ein PP encountern sollten, haben wir 2 Entwicklungsmöglichkeiten. So, also. Die höchste Chance, was wir jetzt kriegen können, ist besagt immer nur Zubat. Also Zubat kriegen wir jetzt mit 54% Wahrscheinlichkeit. Mit 25% der Kleinstein, mit 15% der Paras und mit 6% der Pipi. Ja? Schauen wir mal, was wir kriegen. Kann man an der Stelle an Mr. Werpfiri da, weil der jetzt unser Fang-Support ist mit Stachelspore. Beziehungsweise gehen wir nochmal eins over, dann haben wir es sicher in dem Areal. Okay, Encounter-Zeit. War mir fast klar. Wir kriegen eine Fledermaus. War mir leider fast klar, dass wir das kriegen werden. Aber hey. Freiwillige vor, gibt's etwa eine Zubat mehr? Beziehungsweise Goldbart. Dann. Also gemäß dem Fall, ich krieg's überhaupt gefangen. Ich weiß nicht, was ist. Eine Fledermaus. Das darf eigentlich richtig gut zu dir passen. Nimmst. Sehr gut. Dann haben wir schon Apps für die Wifi. Gemäß dem Fall, ich krieg's gefangen. Was und schau. So, perfekt. Das ist dann in diesem Fall Wifebed. So, ist aber jetzt auf dem PC abgelegt erstmal. Weder Wifi, na Wifi-Bett. Immer die Kombination zwischen Pokémon-Name und Twitch-Name. So, das ist jetzt Route 4, da kriegen wir nämlich auch gleich einen Encounter. Den können wir dann auch noch straight mitnehmen. Müssen wir mal schauen, was gab es dann auf Route 4? Jetzt passt es Obacht. Da haben wir jetzt aktuell gerade. Da hätten wir die Chance. Okay, da kriegen wir jetzt definitiv was an. Da gab es nämlich zu 45% der Radpratz, zu 30% der Habitat. Diese beiden Pokémon haben wir bereits. Da greift dann die Dupes Claws. Also bleibt nur noch zu 25% der Sandan über. Sag ich ganz ehrlich, nehmen wir mal mit. So, da gibt's nichts mehr. I guess. Mal genau umschauen. Sandan für den 3. Orden, nice. Ja, natürlich auch. TM4, das müsste mega Kicks sein, wenn mir nicht alles täuscht. So, da warten wir jetzt an Azuria City, okay. Melon. Gibt's aber normalerweise nichts mehr. Ja. Okay.
Ja gut, dann holen wir uns so Sandan Encounter. Gut, das ist Duke. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern, bis wir den kriegen. Aber das sitzen wir aus. Ja, der Bier geht wieder. Das passt dann schon. Ah, da haben wir schon. Perfekt. Aber da können wir locker noch mehr angreifen. Okay. Das war Crit. Okay. Eine damit. Easy. Hey, ich bin stolz. Bis jetzt ist uns kein einziger Encounter durch die Lappen gegangen, gell? So, gibt's jemanden, der wo Sandan oder Sandama Same hört? Vermute jetzt einmal schwer nicht. Das sei Sand. Das Sandan, nicht Sandama. Das sei so. Das sei mich der Sport auf ein End haben, falls wir uns encountern. Aber das ist halt auch unwahrscheinlich. Machen wir ganz einfach. Der Option nimmt's. Okay. Wie nennen wir die denn jetzt so ein bisschen? Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Gut. Zu. Sand. Ja. Perfekt. Das ist zauberhafte Mischung. Bis jetzt haben wir immer zauberhafte Namen. Gut zu Sand. So, wir sind in Azuria City. 3 noch. So, jetzt werden wir als allererstes einmal Schum verkaufen. Gut. Verkaufen, habe ich gesagt. So, wir tun weg die 2 Tränke. Da haben wir weg den Äther. Das Fluchtseil hebe ich jetzt einmal vorsichtshalber auf, bevor wir uns komplett verlaufen. Die Mondsteine heben wir uns auch auf. AP plus können wir uns auch mal aufheben. Gut, und die TMs, die wirf ich dabei einmal dann auf meinem PC. So. Schauen wir mal. Jetzt der möchte mal heilen. Können wir ein wenig speeden, tatsächlich. So, der haben wir mal Deposit. Wir brauchen auf alle Fälle jetzt dabei eine TM34. Wir brauchen eine TM12 nicht. Wir brauchen eine TM1 nicht. Mondstein heben wir jetzt da mal auf. Beziehungsweise können wir einen ablegen. AP plus legen wir auch ab. Stonefossil legen wir ab. Ja, wir legen eigentlich alles ab. Passt. Gut. Ist nämlich so, in der ersten Generation ist nämlich das Inventar begrenzt und wenn das Inventar voll ist, dann kannst du keine Items mehr aufklauen. Und das wollen wir ja nicht. So. In Azuria City müssen wir unseren Encounter verzögern, weil da können wir noch keinen holen. Wir können da maximal in der Mystery Arena angeln und wir haben aktuell noch kein Angel nicht. Die besorgen wir uns aber dann noch. Das heißt, der Azuria City Encounter wird erstmal aufgeschoben. Ne? Dafür haben wir jetzt dann einen Rivalenkampf.
Und den meine ich, machen wir sogar noch. Ja, den machen wir sogar noch. Da müssen wir jetzt einmal schauen. Weiblicher Char, lege Kleidung ab. Ja, genau. So, dem sein stärkstes Pokémon ist auf Level 18. Das heißt, ich ziehe jetzt meins einmal auf 19 hoch. Wir müssen eigentlich nur noch auf das Groß kommen, damit wir für Misty nicht überleveln. Ja, weil Level Cap besagt, wie gesagt, ist 21. Ja, da sollte man nicht drüber kommen. Und der haben wir die anderen zweimal. Ah, perfekt, Birgit entwickelt sich da schon her. Gut. Nido Birgit wird zu Nidorina. Jetzt kann man uns da direkt überlegen. Jetzt passt's auf. Jetzt schauen wir mal, ob wir Birgit gleich noch mehr Stufen höher machen. Da muss ich aber jetzt einmal kurz schnell auf die Attacken schauen. Wo es Birgit jetzt lernen darf, wenn es ein Nidorina ist. Ich gucke. So, da haben wir Nidorina. So, jetzt brauchen wir Attacken und Generation 1. Bitte, danke. Du lernst jetzt eigentlich nur noch Rutenschlag bis Kratzfurie und Doppelkick auf Level 50. What the hell? So, und was darfst du jetzt lernen, wenn du ein Nido Queen wirst? Okay, da geht man eigentlich nur... Da geht man nur Doppelkick flöten. Also effektiv bringt's mir... Es bringt mir effektiv gar nichts. Also ich kann es eigentlich gleich weiterentwickeln. Weil Doppelkick lernt erst auf Level 50 geht, to be honest. Bis dass ich auf Level 50 bin, da kann ich überhaupt froh sein, wenn ich so weit komme. Das heißt, wir gönnen mir der Birgit Gleitentwicklung. Dio habe der, servus, grüß dich. Alles fit bei dir? Ja, Birgit, I proudly present to you your final evolution. Und jetzt sehen wir ein paar Depth. Mehr Depth, mehr gut. Ja gut, okay, ob man die jetzt da erkennt, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben immerhin eine Nido Queen. Nido Queen, schau mal strong. Das ist schon mal gut für uns. Jetzt ziehen wir auch gleich mal straight auf 18. Wait, wir haben doch Mega Hieb und Mega Kick gefunden, right? Da könnten wir uns überlegen, ob wir das Nido Queen dann tatsächlich schon beibringen. Weil ein bisschen einen Durchschlagsangriff brauchen wir. Jetzt lassen wir einen Dampfe auch erst einmal weiterentwickeln. Der Dampfe darf sie auch entwickeln. Depth sind Depth, genau. Egal ob pixelig oder rund. Ja, Dampfboss ist jetzt erst einmal Dampfboga. Aber das macht nichts. So, dann müsste der Wert, den zählen wir auch gleich noch. Ja, Level 23 kann es, das stimmt. Werden wir aber jetzt nicht affizieren können, weil sonst darf ich es dabei mal nicht mehr hernehmen. Und auf Level 50 geht halt Nidorina, wie gesagt, Doppelkick lernen, aber das ist halt fürs Licht. So, und das Brenner ziehen wir einmal auf 18. So. Und dann Lucky ziehen wir auch auf 18. Da müsste normalerweise noch mehr Entwicklung kommen. Entwickelt sich der Lucky auf Level 18? Ich glaube schon. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Dann schauen wir nochmal schnell kurz auf den PC. Und holen wir uns Mega Hieb. Schauen wir mal. Ich habe da natürlich noch ein paar andere Items deponiert. Dann haben wir Mega Hieb mit. Und eventuell Mega Kick. Ich glaube, dass das Mega Kick ist. So, schauen wir mal. Mega Punch, okay. Das kann... Perfekt, das kann Birgit lernen. Das ist gut. Das machen wir gleich einmal.
einmal Heuler weg. Dann haben wir Mega-Hieb. Okay. Gerade, dass wir mal einen Durchschlagsangriff haben. So, Freunde, es wird noch mal Zeit für eine Umfrage oder eine Vorhersage. Wie schaut's aus? Die Frage ist, Deathless Blau Nummer 3. Da habt ihr jetzt, ja, machen wir 2 Minuten, das darf verpassen. So, ich schaue mir jetzt mal schnell an, was der Blau eigentlich hat. Der hat einen Tauboga auf 18, ein Abra auf 15, ein Radfratz auf 15 und sein Starter, also sprich Glutexo dann aller Wahrscheinlichkeit noch auf Level 17. So, wir haben jetzt auf der Bank nur, auf der Box noch ein Sandan und ein Zubat, wenn mir nicht alles täuscht. Die hilft mir da jetzt eigentlich tatsächlich nicht wirklich viel weiter. Da ist jetzt eigentlich eher die Frage, wie ich glaube, ich liege sogar straight mit der Birgit und hau dann den Tauboa gleich mal sauber mit einem Mega-Hip und Schnobi ab. Und dann müssen wir einfach schauen, wie es kommt. Hätte ich jetzt fast behauptet. Ja, das wird man dann schon irgendwie mal gebacken kriegen. Jetzt tun wir da aufgrund der fehlenden Autospeicherfunktion da erst einmal zwischenspeichern. Gut. So. Und da oben holen wir uns dann beim nächsten Mal auch tatsächlich wieder einen Encounter. Okay, ich glaube, die 100 Punkte hat der Mr. Price, die war nicht beliebt. So, dabei nutze ich immer schnell Zeit und schaue mir nach, was da so geboten ist. Okay. Ja, schön muss ich noch drillen, gell? So. Ich hoffe, ihr habt keine Punkte gesetzt. Jetzt machen wir noch einen Rivalenkampf. Weil zum Ausschmeißen ist das, glaube ich, eine perfekte Geschichte. So, Blau Nummer 3. Tauboga, as expected. Nido Birgit, was ausschaut wie, weiß ich nicht, wie schaut das? Das schaut wohin, also ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach ein Fleischspatzen. Das ist einfach ein Fleischspatzen. Aber das Aussehen zählt ja nicht, es zählt die Leistung. Und ich glaube, dass Birgit da jetzt massivst abliefert. Außer das blöde Mistviech setzt jetzt die ganze Zeit Sandwirbelei, aber das werden wir schon anschauen hin. Da schauen wir 50% Damage, das ist schon mal gut. Ja, ausgesandelt, da ich fast. Nicht ganz. Machen wir noch einmal. Schaut bei Gelb genauso aus. Ja gut, den Crit hätten wir eher brauchen können. Aber das gab es nämlich in der nächsten Routen, aber ich dachte persönlich, also ich fand das aber, wie gesagt, nicht schlecht, wenn wir das kriegen. Aber das zum Fangen ist halt beinahe unmöglich. Ja, das ist nämlich, wenn ihr euch noch erinnern könnt, letztes Jahr an die Hardcore, wo wir gespielt haben, haben wir ja auch Abra encountert, relativ früh. Du hast halt nur eine fucking Chance, das Ding zum Fangen, weil das kann nur Teleport. Und wenn du das dann aus den einer Ballen, den du da sofort werfen musst, ausbricht, dann geht dir der Encounter durch die Lappen. Abra kriegt man später, glaube ich, auch nur mal. Da oben da ich tatsächlich einen ganz anderen Encounter besser fühlen. Und zwar war das Knofenser an der Stelle. Da hat uns für die Misty ganz gut helfen. Oh, das ist saftiger Schaden. So, Radfratz, okay. Jetzt Schlafpuder probieren müssen. Ja, das Abra hat aber einen Speedwert, das darfst du nicht vergessen.
Abra ist schneller wie du. Beziehungsweise schneller als wie jedes Pokémon, was ich besitze. So, da haben wir jetzt noch das... Moment. Kann sein, ich kann nicht sehen, was jetzt gerade passiert ist. Na gut, okay. Glumanda. Ja, das meine ist gelaufen. Wobei, mich wundert es gerade, warum ist das ein Glumanda und nicht ein Glutexo? So. Easy. Oder noch eins? Ah, passt. Perfekt. So. GZ an alle, die da... ja, das war dann 1% für... Ja, da müsste der Price seine 100 Punkte wieder liegen lassen müssen. Das hilft ihm nicht. Aber GZ an die Punkte, die wofür auch gestimmt haben. Easy going. So. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, stimmt, wenn jetzt sowas verreckt, dann sahnst du natürlich ab, gell? Also das ist mir sowieso klar. So. Ja, es ist eigentlich ganz gut gelaufen. So. Gut, was tun wir jetzt dann beim nächsten Mal? Wir schauen auf alle Fälle nach oben. Wir werden die Nugget-Brücke machen. Dann holen wir uns oben noch den einen Encounter ab. Dann werden wir Misty machen. Ich glaube, beim nächsten Mal haben wir auf alle Fälle 2 Boss-Fights. Also Misty und ein Major Bob, weil die kommen relativ zeitnah aufeinander. Und ansonsten... Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf alle Fälle, also heute ist schon ganz gut gelaufen eigentlich. Ja, wir haben keine Verluste nicht. Erlitten. Wir haben jeden Encounter mitgenommen. Also es ist bisher wirklich gut gelaufen. Ja, ich hoffe, es bleibt so. Können wir uns auf alle Fälle nicht beschweren. Vergiss nicht vor Major Bob das Boot. Ja, stimmt. MSN haben wir auch noch. MSN machen wir nächstes Mal auch noch. Richtig. Da müssen wir mal, weil wir einen Zerschneider dort kriegen. Weil sonst kommen wir ja noch einen Major Bob nicht weiter. Oder wir kommen nicht einmal bis zum Major Bob, abgesehen davon. Aber gut. Kriegen wir auf alle Fälle hin. Mich freut es nur, dass das mit dem Overlay so gut funktioniert. Weil da habe ich erst gestruggelt. Das habe ich bis vor 8 Stunden nicht gewusst, wie ich das handeln soll. Aber ich glaube, es ist in Ordnung. Leute, dann machen wir da heute einen Cut. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben ja jetzt in Azuria City, haben wir kurz vor dem 2. Orden, haben wir gut vorangekommen heute. Ich glaube, das passt ja so. Wie steht's ihr zu einer Hardcore-Nuzlocke in der ersten Generation? Ich weiß, das ist ein bisschen ein Kulturschock für die meisten von uns. Aber ich glaube, aus der Erfahrung vom letzten Jahr aus, wo eigentlich die Hardcore-Nuzlocke sehr gut gefallen hat, glaube ich, dass das schon wieder ganz gut ist zum Mitwirken. Man lernt nie aus, ja. Es ist einmal so, bei dem Spiel lernst du nicht ganz so viel wie letztes Jahr, weil das Spiel einfach nur ganz viele Mechaniken nicht gehabt hat, das wo die neuen Pokémon-Spieler alle haben. Da gibt es ein bisschen weniger zum Beachten, aber ja. Voll gut, zauberhaft, weil Feier ist, weil Kindheit, sehr gut. Der Price, ja, die Emotes sagen an alles, ja. Ich glaube, das passt so. Ich sag nur 3 Worte, 8-Bit Sound, das ist der einzig wahre. Kleiner Vorausblick, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich Mittwoch wieder live komme. Wie gesagt, der Umbau geht unfassbar gut voran. Die groben Abrissarbeiten sind beendet oder nahezu beendet. Den Rest machen wir morgen Vormittag, das ist eine Sache auf 2 Stunden. Es schaut sehr, sehr gut aus, dass ich Mittwoch wieder live gehen kann.
Da werden wir nochmal die Nuzlocke weiterspielen. Und am Freitag erscheint ein neues Spiel, ein Souls-like-Spiel, Wulong Fallen Dynasty. Da haben wir bereits die Vollversion runtergeladen. Ist im Game Pass drin. Werden wir dann wahrscheinlich am Wochenende oder spätestens nächste Woche mal anreißen. Ja, dass wir vielleicht ein bisschen Abwechslung zur Nuzlocke kommen, weil ich will jetzt ja nicht unbedingt nur das Gleiche vorsitzen. Es sind zwei Spiele, die keinen Story-Fokus nicht haben. Ich glaube, da schauen wir mal gemeinsam in das Spiel rein, was das Spiel so kann und was das Spiel so ist. Ja? Aber da schauen wir dann, wenn es soweit ist. Also wie gesagt, Mittwoch steht eigentlich nahezu fix. Da soll halt eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Frau Bazi ist an dem Abend nicht zu Hause. Also zumindest hat sie mir das gesagt, die machen irgendwie Bachelorabend oder so. Da kann es mir nicht brauchen. Da werden wir dann auf alle Fälle, normalerweise sollte das jetzt nicht irgendwie noch anderweitig abbrechen, sollte das normalerweise funktionieren. Also wie gesagt, da denkt dann in Discord wieder nur mal Bescheid sagen. Aber normalerweise, ne? Unter Vorbehalt könnt ihr eigentlich schon mal darauf einrichten, dass wir Mittwoch um 5 Uhr wieder weiter daddeln werden. Definitiv. Und ich glaube, das passt dann so. Ja, wie gesagt, letzte Woche ist wirklich sehr, sehr gut vorangegangen. Und da haben wir uns schon einiges ausarbeiten können. So, habe ich gerade angesprochen, falls da jetzt irgendein Neuer da ist, schau gerne mal auf meinen Discord-Server vorbei. Da kriegst du zu mir und meinen Streams etliche Infos oder sämtlichste Infos, die du brauchst. Wann ich live komme, was für Wochentag, was für Uhrzeit, was für ein Spiel. Passt dir also. Kannst dich mit mir unterhalten und auch mit den anderen, die schon drauf haben, über all jene Sachen, Führerzeug, Gaming-Zeug, allgemeine Sachen. Einfach gerne mal draufschauen, kostet nichts, darf mich freuen. Und aufs Following-Button kannst du auch noch drücken, wenn du das nicht schon da hast, weil das kostet auch nichts. Wir gehen auf 280 Follower dazu. Völlig geisteskrank in meine Augen. Kostet natürlich auch nichts, darf mir aber schwer helfen. Vielen Dank dafür. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wer live ist. Kattel ist live? Ja, das hört sich gut an. Das hört sich tatsächlich gut an. Da werden wir die Kattel raiden. Die Kattel, die meine spielt Spongebob, wenn ich es richtig gesehen habe in Discord heute. Ja, die spielt Spongebob, die freut sich narrisch. Dann werden wir das so machen. Ja, machen wir auf alle Fälle. Gut, machen wir so. Leute, Raid Command ist im Chat für Subs, für Non-Subs, gern kopieren, was ihr braucht oder was für euch ist und der es dann bei der Kattel einfügen. Kattel hat erst vor kurzem angefangen zum Streamer, ist ebenfalls aus unserer Community, die streamt auch auf Bayerisch. Gebt ihr ein bisschen einen Support, die da sie wirklich freuen. Lasst ihr ein Following da. Support ist kein Mord. Jeder hat mal klar angefangen, auch ich habe mal ganz, ganz klein angefangen. Ich bin zwar immer noch klar, aber nicht mehr ganz so klar, möchte ich jetzt fast behaupten. Es habt mir geholfen, gebt der Person bitte auch ein bisschen eine Liebe mit von uns. Ja? In dem Sinn, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, schön, dass du da warst. Freut mich, dass es euch gefällt. Ist, wie gesagt, eben ein wenig etwas anderes. Und dann darf ich sagen, macht es einen schönen Montagabend, lasst es nicht aus der Ruhe bringen. Bleibt gesund und flauschig. Wir hören uns dann am normalerweise Mittwoch wieder. In diesem Sinne, haut euch rein, pfiat euch, viel Spaß bei der Kattel und bis normalerweise Mittwoch. Pfiat euch.